Grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bauern. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backe spielen wir auf dem Wiener Scham. Die Quetschen klingt halt super fein, Die Kontrapumpe hinten rein. und Zange klingt jetzt auch schon recht human. Trommel und Grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bauern. Ihr hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch gut, meine Lieben. Herzlich willkommen, verehrte Pavlacisti. Grüß euch, Zur servus, Pavlatschen Nummer? 176. So schaut's aus. Wir nähern uns in großen Schritten der 200er-Marke. Ja, in großen Schritten, das nicht sagen, es ist halt ein Schritt eine Woche. Ne? Kann So man, kann man sagen. Ja? das ist, sagt sich schon, also es wird bist bis jetzt Weihnachten gehen. Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten steht vor der Tür, man kann sagen, was man will. Grüß euch gut, wir heißen euch herzlich willkommen zur Pavlatsch. Mit freuen uns, dass wir wieder dabei sind. Wir sind ein bisschen noch Ding, wir sind jetzt draußen noch gesessen, ist noch immer so heiß. Also, wir sind das noch nicht gewohnt. Nein, ich bin es nicht gewohnt. Also Hitze ist nicht mehr Welt. Aber wurscht, wir sind dabei. Ein kurzes Hallo in den Chat. Matthias Gerold ist da. Der Barreiter, grüß dich gut. Grüße aus Bayreuth. Grüß dich gut, das freut uns. Matthias Mariacha ist da. T 80 Minuten bis zur Weintime. Ich freue mich schon drauf. Was? T minus 80 Minuten bis zur Weintime. Oder warst du so früh dran mit der Meldung? Vielleicht. Matthias Mariacher war wahrscheinlich, ist auch der Erste. Warte, ja? hier da. Ja. Ja, wahrscheinlich hast du das geschrieben. Quasi 1,5 Stunden vorher. Das hat man taugt er wieder. Großartig. Franz M. ist am Start, der Raffe, jawohl, die Momo M. Alfred Schwarzer sagt Servus. Servus. Michael Unger ist da, der Fritzl Startguss, unser Fritzl. Gary 1.0, jawohl. Super, Landtag Strömer Markus, Werner Wichtig, Igici DC Bubbles. Der Mapa, Marion Kriegelstein, Roman 61 Mudel. Servus. Jawohl. Christoph Radau. Christoph Radau ist da. Wie soll ich sagen? Auf jeden Fall, weil wir das so festhalten, der Christoph Radau auf jeden Fall immer auf dem Weg der Besserung. Das ist einmal amtlich. So, liebe Grüße aus dem 21. von Serafine Walter, bekannt von den Röschen Keller und Alfred und Sabina. Alfred, danke schön. Ganz große Freude. Markus Pristonik, wegen am Montag wäre es gewesen, wegen der Pavlatschen wäre es gewesen, so schaut's aus. Maike sagt auch grüß euch. Maike und Justine haben uns beehrt. In Trofeiach letzte Woche, am Samstag, ja. In der Simonmühle haben wir da Also gespielt. Freitag war es, ja. In der Simonmühle in Trofeiach. Leibende Location. Nicht allzu viele Leute, aber ein ganz großartiges Publikum. Ein edles, wirklich ein edles Publikum, ja. War ein leibender Abend. Ich glaube, der Maike und die Justine können es bestätigen. War eine recht leibende Geschichte. Der Bernd Roh ist da. Bin ich hier beim Beachvolleyball? Ja, quasi. Ja. Das ist halt, statt dem Sound haben wir einen Luch und statt dem Ball haben wir Bouton. Apropos. Und statt dem Netz. Nicht gleich, nicht gleich. Warte ein bisschen. Schau, der Franz Brandwein. Der Franz Brandwein, unser aller Fiaker, ist da. Servus, grüß dich. Servus. Ja, der Matthias sagt, um 18.55 Uhr hat er das geschrieben, sehr leibend. Taugt mir voll. Gundula Braum ist da aus Mainz, grüß dich gut. Die Hette aus der Schweiz, die Maggie aus München, Christoph Acker, Treibelflock aus Klosterneuburg. Ja. International kann man sagen fast. Ja, Christoph hat da gesagt, ist weiße Hose heute Pflicht, ich habe aber einen Rotwein. Nein, ist keine Pflicht. Nein, ist keine Pflicht. Nein. Es ist nur Zufall heute. Es ist ein Zufall. Aber schau, das ist dieser moderne Schnitt, der da unten so eng ist. Schau, wie das Wadel ist, das ist spannend. Du hast ja Wadeln. Ja, na klar, ich Wadel. Ich bin ja kein BA-Frau.
Weißt du nicht, ne? Also auf jeden Fall keine Pflicht, die weiße Hose, es hat sich nur so ergeben, weil ich hab, das ist meine Leinenhose da so und in der ganz kurzen, die ich heute anhatte, dieser kurze Sporthosen, mit der wollte ich nicht. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich mit der kurzen kommen soll, mit die Shorts. Naja, machen wir mit einer Kürze, aber das ist, ich habe so ein Sport, was das so, also nicht weil ich Sport gemacht habe, sondern weil es halt eine kurze, leichte Hosen ist. Ne? Darum, also ist in Ordnung. Der Ulrich ist am Start, jawohl. Serafina Walter sind auch da, sagt der Alfred. Ja, dann beste Grüße. Super. An die Frobitzkis, jawohl, einmalig. Da müssen wir heute eine Nummer spielen. Die haben wir schon länger nicht gespielt. Siehst du, mit der Pavlatschi schon lange nicht gespielt jetzt. Da. Ja, fällt mir gerade ein. Ein guter Zeitpunkt. Ein guter Zeitpunkt. Apropos guter Zeitpunkt, ich würde sagen, das Kamerakind wird starten. Bist du bereit? Warte mal. Bereit, ja. Warte mal, muss ich das Kamerakind Patrick, da ist er. Jawohl, jetzt sehen wir deine Zeichen. Ja, du musst schon es filmen. schon funktioniert. Ich habe ja gerade gesagt, ich schalte um, nicht? Ich mach mich auf den Weg. Zum Weinkühlschrank. Na, auf geht's, auf geht's. Ja, auf geht's. Nicht, dass ich mich verstehst. Ja. Ein geübter Griff. Ein geübter Griff. Jawohl. Es ist soweit. Was haben wir da? Griedlo, Welschriesling, exklusiv. Einer der Festivalweine. Jawohl. Festivalwein fürs. Also, warte, muss ich Da dran, ja. So. Festivalwein Für die Landpartie am Kellerberg in Sierndorf. 19. August. Einer der Festivalweine vom Griedlo, Winzerhof Griedlo. Welschriesling 2022, Qualitätswein, 12,5% aus Sierndorf an der Hauptstraße 34. Also besser geht's ja gar nicht. 12,5% verspricht uns auf jeden Fall einen rauschfreien Abend. Auf Welschriesling. Griedlo. Bin gespannt. Roman 69 Murnl, ich hätte weiße Wadeln. Vom Herrn Bürgermeister. Ja, der Bürgermeister von Jedenspeigen, muss man sagen. Ne? Weil Sierndorf gehört ja zu Jedenspeigen dazu. Dankeschön. Du duftest ein Wahnsinn. Ist die Hose zu eng oder sind die Wadeln zu breit? Christoph Acker ist natürlich wieder klar. Schaut der Knierbiesler. Servus miteinander aus Unterallgäu. Freue mich auf einen schönen Abend. Servus Knierbiesler. Schön, dass du dabei bist. Klasse. Na gut, dann schauen wir eine. Der Duft ist schon mehr Wahnsinn. Ja. Jawohl. Auf euch, liebe Pavlatschi, der von schönen Gmittling und. Da wäre ich zum Welschriesling-Trinker. Ja. Der hält sich auch sehr lang. Der hält sich sehr lang. Den schmecke ich jetzt noch. Ja. Habe ich schon oft diskutiert. Welschriesling ist eigentlich die Sorten, die gar nicht meine ist, aber der ist gut. Schmeckt mir sehr gut und ist natürlich wirklich echt für Sommer leibend, weil eben 12,5% heißt nicht sonderlich stark. Aber trotzdem extraktreich, das ist interessant, ja. Extraktreich, also schön gesagt ist. Aber du hast das drauf, du hast das drauf. Hier gesagt, er schmeckt, aber extraktreich ist natürlich Weltklasse. Prost, sagt der Matthias Mariacher. Und jetzt lässt sich uns interessieren, während wir die Instrumente auffassen, was ihr trinkt. Also vom Christoph Radau war das, wo war das? Also hat er geschrieben, er trinkt einen Rotwein, ne? Das ist okay. Aber schreibt auch eine, was bei euch beim Fernseher oder beim Computer steht, das uns interessieren. Ja, wir sehen, wer was trinkt. Wäre sehr interessant. Dass man weiß, wer was da rein trinkt. Ne? Also, wahrscheinlich beim Alfred Schwarzer wird wahrscheinlich gerade Frubitzky Wein getrunken oder was anderes. Und der Laute mit dem Motorrad ist auch schon da. Der Robert ist da, jawohl, Roberto. Das war leibend. Da hat sich das Konzert gleich verschoben um eine Viertelstunde. Und dann Rüssenkeller, der Robert herausgestanden ist und wir haben angefangen mit Motorradl zum Reden. Und er fängt an, was er schon alles gehabt hat und was er hat. Und ich fange an, was ich gehabt habe und gern hätte. Und so halt. Na, Weltklasse. Gleich eine Viertelstunde ja. Beste Grüße. Na gut, dann fangen wir wirklich an mit einem Lied, das wirklich zu der Familie Frobitzky passt, wie nur was. Genau. Die Betreiber des Dornröschenkellers, wo wir ja immer wieder spielen, also immer, wenn sie eigentlich ausgestickt haben, sind wir dabei.
findet ihr auf unserer Homepage. Wann sind wir das nächste Mal? Weißt du das Im auswendig? August sind wir. Im August Das wieder sind da, Plätze, aber ich glaube im August. Ich glaube auch im August, ja. Und auch eine ganz, ganz kleine Buschen, also wirklich eine kleine, echte, ehrliche, authentische Buschenschank. Möchte ich so, also das wird bei uns immer so in einem Atemzug mit dem Taschler genau. erwähnt eigentlich. Und ja, und denen spielen wir, weil sie eben auf den herrlichen Namen Fröblitz gehören, mit Nachnamen, werden wir ein Lied spielen vom Georg Kreisler, was wir schon länger nicht gespielt haben, die Telefonbuchpolka. Ich sitze gern im Wirtshaus am wirtshäuslichen Herd. Da sitz ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er. Der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die müsste ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, da finde ich das genau. Weil alle meine Freunde stehen drin, und zwar auf Seite V. Wondra, Quartel, Wippler, Schiller, Wolte, Quotzig, Wimbladell, Jura, Bravele, Vrtilek, Vigasch, Fratzig, Wichterlek, Frecker, Frba, Vikotel, Frablitsch, Wutze, Viskocil, Wochenetschka, Vukelic, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Wondra, Qualicek, der Voralek, und der Wasser, der Vrtelwater, Poszenilek, Verinis, Mostarek, Vrttalana, Viplacil, Vrtzaland, Vistlacil, Vodvodipka, Vicesal, Vratzli, Vrana, Vimmetal, Frwitzki, Franek. Entschuldigung, ich bin gerade selber amüsiert über meine Ungelenkigkeit am rechten Daumengrad. Mein Name gefällt mir nimmer, ich heiße nämlich Brüst. Mein Freund, sein Name ist schlimmer, der arme Kerl heißt es Grüst. Wir genieren in die Gesichter und gehen zum Richter. Der Richter sagt das Richter, weil ihm ist das ja wurscht. Ich buchstabier meinen Namen, dem Richter sein Kommis und sag, schau's bei den Damen, ist schon mehr meine Strategie. Der Richter war sehr freundlich und sagt, na ja, wahrscheinlich, ihr Name ist ja peinlich. Da hab ich Sympathie. Aber wie wollen Sie denn jetzt heißen? Darauf sag ich, naja, bitte, was glauben Sie? Zum Beispiel Wondra, Quartel oder Wiplaschil, Wolte, Quotzig, Wimbladil, Jora, Vrabel, Vrtelek oder Viglasch, Fratzig, Wichterlek, Frecker, Frba, Vikotel, Frablitsch, Wutze, Viskocil, der Wochenetschka, Vukelic, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Wondra, Wolicek oder Voralek oder was wird der Vrtelwater, Poszenilek, Vrinis, Mostarek, Vrtalanda, Viplacil, Vrtzaland, Vislacil, Vodvodipka, Vicesal, Vratzli, Vrana, Vimmetal, Frwitzki, Vranek. Mein Name gefällt mir nicht, also ein bisschen Blödsinn, ich meine sowas. Bei der Frau sind wir schon. Ja, ich weiß, bei der dritten sind wir ja schon. Jesus. Aber was, es ist auch spannend, dass ich bei dem Lied nicht beim Refrain mich verhaspel, sondern bei den Strophen. Interessant. Ja. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass ich nichts schmeck. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ist nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen, darum nehm ich auf Kredit an die Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lach her. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt halten sie sich geschwind an. Ihre Frau betrügt sie mit Wondra, Quartel, Wiplaschil, Wolte, Quotzig, Wimbladil, Jura, Vrabel, Vrtilek, Vigasch, Fratzig, Wichterlek, Frecker, Frba, Vikotil, Frablitsch, Wutze, Viskocil, Wochenetschka, Vukelic, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Wondra, Wolicek, oder Voralek, oder was ich gerade mit dem Vrtelwater, Poszenilek, Vrinis, Mostarek, Vrtalanda, Viplacil, Vrtzaland, Vislacil, Vodvodipka, Vicesal, Vratzli, Vrana, Vimmetal, Frwitzki, Vranek, Verka, Verka, Veplek,
Weg! So schaut's aus und mit diesem Lied schicken wir beste Grüße in die Frau Pitzkis und Roberto und Alfredo. Alfredo, genau, Alfredo. Jawohl. Ich muss sofort einen Schluckerl nehmen. Unbedingt, wir werden jetzt also sofort nachschauen, was die Herrschaft alles so hauen sich gegenseitig, kann man nicht sagen, sondern da, wo haben wir es denn, wo fängt denn das an? Ja, ist das nah. Na, der Alfred Schwarzer, Frezante, U-Hudler und Bier, na, da geht's zu. Blaufränkisch aus dem Burgenland vom Heinrich, Matthias Mariacher, einmalig. Matthias Gerold ein Zwickel, auch ein Connoisseur der Bierwelt. Spätburgunder gibt es am Christoph Radau, klingt sehr gut, sehr gut. Cola Rum beim Raffi, na, der haut sich die ordentliche Wöhne rein. Aber die Ehre, kann ich das sagen. Der Barreiter zieht sich einen schönen, kühlen, grünen Veltliner. Da haben wir gleich einen Schluck nehmen müssen. Das ist ein Wahnsinn. Grüß Gott beieinander, sagt der Spaziergang, Servus Spaziergang. Weltklasse. Christoph Acker. Rollbraten ist ein Röschen, Keller Schweinsbraten ist Taschler. Ja, so kann man das sagen. So kann man das sagen, ja. Schau, der Gary 1.0 macht sich ein selbstgemachtes Holundersafterl. Das ist ja auch gut, nicht? Auch was Feines. Auch was Feines. Spaziergang ist beim Bier, glaube ich. Jawohl. Einen gespritzten Fritzel-Startguss. Der geht immer. Spritzt hat immer Saison. Da schau her, der Franz Brandwein haut ein. Ich probiere heute einen jungen Steirer, ist aber schon von 22, also ein Jahrgang. Na, wird er schmecken, bin ich sicher. Schau, Dunja Androsch ist da. Ja. Dann fahren wir 57. Auch dabei. Wo bin ich denn jetzt schon wieder hingerutscht? Wo bin ich jetzt hin? Na, ist ja wurscht. Das waren schon bei den Achteln. Jetzt sind wir bei den Achteln. Weltklasse. Petit Arvin, eine alte Weißweinsorte aus dem Wallis, die hätte. Petit Arvin. Ich habe so einen grünen Veltliner, sagt die Maggie Pemper. Bei der Maggie war ich mir sicher. Grüner Veltliner und ein gemischter Satz. Ein Gräner geht nicht mehr so. Das ist ja ganz großartig. Ganz großartig. Auf jeden Fall kann man sagen, es gibt eine wirklich, also ich habe zumindest, pass auf, ich kann schon, was für die, das war ein Werbegeschenk, das war irgendwo dabei, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Warte mal, da muss ich kurz Kamerakind Glas machen. So, schau. Sonnentor Entspannungstee, Bio-Kräuter Gewürztee. Musst 5 Minuten bis 10 Minuten ziehen lassen. Musst dir vorstellen, in der Zeit hast du schon ein Bouteille gepackt, bis der überhaupt fertig ist. Ein Entspannungstee. Relaxation Tea, Organic Herbal Spice Tea. Lemon, Balm, Lavender, also unten steht es auf Deutsch. Zitrone, Melisse, Lavendel, Salbe, Fenchel, Petersilie, Ringelblume. Immer mit der Ruhe. Also das habe ich als Werbegeschenk gekriegt. Ich meine, aber ich bin nicht hart genug zu sagen, wir machen uns das als Gag, ne, in der Pavlatschen. Und weil es jetzt so heiß ist, passt es auch nicht. Aber Patrick, du trinkst ja viel Tee, gell? Ich trinke viel Tee, ja. Willst du den haben? Ich schenke dir. Ich Danke. übergebe dir hier Offizielle Übergabe. offiziell. Ich werde den aber hier verwahren. Ja, Danke dir. aber bitte lass ihn nicht liegen, immer mit. Nicht, dass ich deswegen weniger Wein trinke. Ja. Nein, ich hab Das mit dem Wein besser vertragen. Ja, du brauchst nicht Tee, damit der Körper mit Wein. Ich bin nicht so Täter, ich trinke schon. Also, und wenn, dann Kräutertee tatsächlich. Ja. Aber ja, das ist ein Sackerl, weil wenn, dann habe ich da so die Backe. Das wäre nicht ein kleines Tässchen. Ja, das ist so. Es war irgendwo als Geschenk dabei und ich dachte, na, was mache ich damit? Und das ist natürlich. So, was haben wir da? Die Dunja trinkt natürlich einen Wein vom Weingut Magerl. Jawohl. Magerl. Ja. Die Arvin ist mir ganz lieb, wenn ich gerade in der Schweiz bin. Ja. Ich kenne die nicht, ich kenne den Namen wohl, aber ich kenne ihn auch nicht, nein. Weiß nicht, kann sein, dass wir damals einen getrunken haben vielleicht. Das war nicht in Erinnerung. Wüsste jetzt nicht. Die Arvin oder Petit. Nein, Petit. Petit, muss ich sagen, ist ein E hinten noch. Petit ist ein E hinten noch, Petit oder? Arvin, oder? Arvin, aber wenn das E hinten nachkommt. Ja gut, Französisch ist lang, aber Petit Arvin. Arvin. Ich würde sagen Arvin. Schau mir das eine, hätte, wie man das ausspricht, aber Petit Arvin. Oder ich hätte gesagt Arvin. Aber ja.
Jahrling nicht gang, so nennt man ein jährige Pferd, jawohl. Montags immer grüne Veltliner, Ulrich, sagt das zur Megi. Mit Rum wirkt der Tee sicher entspannend, ja, aber ich trinke gerne einen Rum, weißt? Also jetzt nicht so einen Inländer Rum, sondern einen guten Rum. Und dann denke ich mir, ja, dann brauche ich ja keinen Tee. Tu ich nicht in Tee rein, den trinke ich so, ja. Kalter Tee im Sommer ist klasse, sagt die Gundula. Ja, siehst du, auch jeder hat so seine, gell? Jeder. Ja, Christoph Acker, ich habe mir das echt überlegt, Gewinnspiel Teebeutel zu verlosen. Ich habe mir das echt überlegt, ob wir den verlosen. Oder sollen wir ihn verlosen? Na, der gehört schon mir jetzt. Ja, Jetzt spät, ist spät, jetzt ist spät. Ich hätte ihn verlost. Dreh lieber einen Chick draus. Bravo, Christoph. Na, was glaube ich darf? Das weiß ich auch, ja. Kann man bestimmt rauchen, sagt der Berndrone. Der Fritzl, was ist mit euch los? Vielleicht kann man den Tee auch rauchen. Im Winter habe ich eine 1-Liter-Tasse zu Tee trinken. Gundula, bravo. Tee rauchen habe ich mit 12 Jahren probiert. Kann gar nichts. Franz Brandwein. Ich glaube, das Franz Brandwein, ich glaube, das haben wir alle probiert. Ja, nein, kann nichts. Arwin. Habe ich es richtig gesagt? Sprich Arwin. Habe ich das richtig gesagt? Super. Du musst sofort der Stessige auf die. Salut. Nein, du sagst ja wieder. Was sagt das im Französischen? Nein, was sagt man? Santé. 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 AT Santé, also ein Votre Santé und ein AT. Ja, das ist schon lange. Ist was anderes. Atü. Haben wir da nach der dritten Unterschied, da ist 2 Atü. Aber es ist ein Wahnsinn, wie wenig, ich kann auch nicht so Französisch. Der Weinbau Fuchs in Tattendorf steht von 22. Juli bis 2. Juli aus. Spaziergang, das wollen wir hiermit gleich kundtun. Hervorragender Wein. Ja, absolut. Haben wir ja noch einen. Wird auch noch getrunken. Ausgestellt vom 22. Juli bis 2. Juli in Tattendorf. Das ist da in der Thermenregion, ja. Südlich von Wien. Und also ich kann es gleich sagen, wir haben keine Zeit, ich kann in der Zeit nicht kommen. Gott sei Dank jetzt sehr gut gebucht oder eingespannt. Ja. Aber ist auf jeden Fall leibend, ja. Die Petit Arvin liefert einen hellgelben Weißwein mit großer Finesse und einer charakteristischen Salznote, der manchmal kurz Arvin genannt wird. In der Regel werden diese Weine trocken ausgebaut. Ne? Ich bin wirklich gespannt. Hätte ich da mal wieder was gelernt, müssen wir mal trinken, so ein Petit Arvin. Wird klasse. Wie wäre es mit ein paar Nummern aus den CDs Lorenz Fiebrich Chroniker? Ja, wollen wir das Kind. Ja, machen wir gleich eine. Meistens ist G-Dur, so sagen die Franzosen. Ja, aber Christoph Acker. Ja, bitte, machen wir gleich was aus der CD. Machen wir gleich was. Haben wir auch schon länger nicht gespielt. Was denn? Du wirst das gleich kennen. Nein, ein Lorenz. Ein Lorenz? Aus den, ja, so 1880 herum. Das passt heute immer noch. Ja, wenn man unser Wehren betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirtag und am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bogen. Ein Bachhändel, ein golden Wein, hat auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heut, wie's zugeht, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Kriege gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht. Wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht ein Versatz ans Folie. Von Bodenhändeln ist längst keine Spur, jetzt liegt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hört, die Leute haben's wenig gehört. Ja, ein Frettis auf der Welt. Ja, ein Frettis, die
wenig Geld. A wenig noch neuen Schlag, wie es einmal war, kommt keiner nach. A Kernfigur mit Stöberand, hernach der Schnitt vom Sonntagsgewand. Ein Kipferl, Zylinder dran, nach links ein bisschen vierig schon. Z Manchester regelt Hosen gestellt, a Pfeffen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersmann nicht stolz und nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Gigerl mit einem Drager Hut, die steut die reinste Missgeburt. An Stiefeln keine Absitz dran, das Quandl haben's vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind's miteinander stier. Zum Auftragen jedens Masel fällt, die Leute haben's wenig Geld. Ja, ein Frittis, ein Frittis, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, ein Frittis, die Leute haben's wenig Geld. Ja, 1880 circa. Zeitlos. Zeitlos. Zeitlos kannst du sagen. Jetzt, was mir jetzt auffällt, ist, und da muss ich jetzt den Christoph Acker wirklich ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ja, die Kamera ist ja komplett schief. Siehst du das? Das habe ich auch nicht angeschaut. Sag einmal, siehst du das auch nicht? Nein, Aber normal ist der Normalerweise Acker... schaue ich Ja. immer auf das. Jedes Mal so, ist die nicht ein bisschen weiter unter? Heute da- schaue ich einmal nicht. Und der Acker normal schaut auch immer gleich. Ne? Und Ja, was hat heißt ein nichts bisschen gesagt. schief? Ja, furchtbar schief. Ja, es ist, also unsere Köpfe sind auf gleicher Ebene. Ja, das- Weil das da habe ich mir stimmt gedacht, da was. steht was nicht. Ich glaube, das muss ich gerade richten. Patrick, Ja, das riecht Da das muss gerade. ich- Ich schenke da dabei. muss ich Ingenieurstätigkeit machen. Ne? Ich schenke ein Schluckerlein. Ja, Wahnsinn. Schau die Achtel von einer, ich danke vielmals. So, ich muss das machen. Tut mir leid, jetzt habt ihr mich kurz in Grostig. So groß wollen wir die auch wieder nicht sehen. Nicht? Ja, war ich schau. Ja, Jetzt das ist ist- gerade, glaube ich, gell? Nein, ich sehe es da noch nicht. Also, Ja, das musst du sehen. Du, Ja, ich seh- da sehe ich es noch nicht. weil ich was ich. Ja. Die Weil ich Latenz was- ist, man kann so 30 Sekunden oder was. Weil ich was sehe. Aber ich glaube, es ist gerade jetzt. Ich will nicht sagen, dass es gerade ist, weißt? Aber es ist gerade. Das war jetzt typisch wienerisch, gell? Weil es ist gibt ja nur gerade. gerade oder nicht gerade. Ja, aber das ist gerade. Gerade oder ungerade? Gerade oder ungerade, ja. Das ist gleich auffassen. Dann spielen wir einen gerade gar noch heute. Ha? Ich muss mich schnetzen. Pass auf. Du die Schneiden. Trink noch. Ich hab schon ausgefasst. Ich muss mich schnetzen. Ja, hab Tut schon mir ausgefasst. Heute ist ja mit Schnetzen. Da ich trinke einen Schluckerl dabei mit Trink euch. einmal einen Schluck. Zum Wohl auf euch. Einen Kronecker machen wir nachher an und einen Fiebrich machen wir auch noch heute. Wenn wir von der CD zuerst geredet haben. Da werden wir die Greatest Luck werden wir machen vom Fiebrich. Also das größte Glück, das die vorschlagen dann. Ha? Bitteschön. Und vom Kronecker eine meiner Lieblingsnummern. Das ist einfach echt leid. Und noch von deiner lieben Frau. Eine der Lieblingsnummern. Bitteschön. Da wäre ein Schimmi. Aber jetzt machen wir vorher. Der Bernd sagt, Nase ist gerade. Jawohl. Naja, Der Wiener sagt aber ein Glasl, das haben wir stoßen Servus, oder, Michael Unger? Ja, sagt mitunter. auch mitunter. Ja, ist mitunter was Servus. Also können wir es mal machen. Ne? Servus. Servus. So, was machen wir jetzt einmal gesagt? Gerade der Klaus ist wieder kleiner als Patrick, ja genau. Ja. Spaziergang sagt auch noch über Viertel, man sehen immer so am Schief ist. Nein, noch nicht draußen, wo ein schöner Lieblingstag. Auch fiebrig, ja. Auch fiebrig, ja. So, na jetzt wollen wir gerade oder ungerade, ne? Wenn wir schon so. Gerade oder ungerade, der was das Glück Was die endlich fängt die So fangen wir Einleitung an. Das letzte Spiel ist jetzt Da 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 30 da Jahre. da. Da 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 da. Ich bin deppert. Mit E-Moll, ne? Da 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 da. Gehst mit, gehst mit. So fängt's an. Oder nein, so fängt's nicht an. Nein, gerade oder ungerade, so fängt's an. Fast, ja.
in der Vorstadt, tut der Stoßgrad, kommt Kieberei, dann sitzen wir alle beim Wein. Gehst du mit, gehst mit, gehst mit, gehst mit, sonst geh ich's ganz allein, sonst geh ich's ganz allein, sonst geh ich's ganz allein. Gehst mit, gehst mit, gehst mit, gehst mit, sonst geh ich's ganz allein, sonst geh ich's ganz allein bei der Nacht. Zwei Kreuzer, die kehren nicht meine Dein, die kehren nicht meine Dein, die kehren nicht meine Dein. Drum kaufen wir uns einen Schnupftabak und schnupfen wir alle drei, und schnupfen wir alle drei bei der Nacht. Hab mir beim Schoß das Geld verspült, da liegt uns gar nichts dran, da liegt uns gar nichts dran, da liegt uns gar nichts dran. Da fahren wir dann zum Hering und saufen wir uns wieder an, und saufen wir uns wieder an, ja, bei der Nacht. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus, wir brennen kein Zins, wir ziehen auch nicht aus. Aber Hausherr, aber Hausherr, aber Hausherr, sei gescheit, sind wir nicht die gemütlichsten Leid. Mein lieber Herr, wie schaut's denn aus? Schlecht. Sie wohnen schon so lang in meinem Haus, Sie wohnen schon so lang in meinem Quartier und zahlen allweil keinen Zins dafür. Mein lieber Hausherr, haben's nur Geduld, ich wär schon Brenner an meine Schuld, bis an meine Zeiten wieder anders da wären. Dann zahl ich an meine Schulden. Na, das krieg ich schwer aus, ich probier's nochmal. Dann zahl ich meine Schulden. Na, wenn ich schnell singe geht's. Dann zahl ich mir gern. Mein lieber Herr, da hast's fest sparen und nicht mit allem durch die Gurgel fahren. Ein Glasl Wasser und ein Brot im Mund ist für einen Hoppen stand so. Mein lieber Hausherr, da ist schon spät. Wir fressen Händel jetzt mit einem Salat, saufen oder zu einem guten Wein und lassen Hausherren sein. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus, wir brennen kein Zins, wir ziehen auch nicht aus. Aber Hausherr, aber Hausherr, sei gescheit, sind wir nicht die gemütlichsten Leid. Wer keine Schüling hat und keine Grosch, der kann nicht Pudel gehen und auch nicht waschen. Und wer ein Flöter ist oder ein Fürst, der was keiner Wein hat, der kehrt in die Wirst. Wer keine Schüling hat und keine Grosch, dem kehren ja alle Tag in die Goschen. Aber ein Flöter ist oder ein Fürst, der was keiner Wein hat, der kehrt in die Wirst. Jawohl! Ja, so schaut's aus. Ah, so schaut's aus. War schon lange nicht gespielt. Schön. Ja. Sehr schöne Nummer. Absolut. Gefällt mir wirklich. Ne, echt gefällt's auch. Was ist so? Der Klaus hat behauptet, er kann den Text von alle drei. Christopher, dann kann ich. Kann er? Spiel mal, spiel mal. Der Schluck gar nicht mehr. Ja. Sind wir gerade, ja, wie geht? Jetzt bist du wieder Hecher wie ich. Ja. Also jetzt ist wieder. Jetzt passt's, ne? Ja, es passt wieder. Gerade halt, gerade. Aber das ist wirklich wienerisch. Das ist Gerade gerade. ist echt wienerisch. Das heißt, es ist ja nicht gerade, aber es ist gerade. Es ist so, es geht so. Gerade. Machen wir alle drei. Tolle Nummer, sagt die Gundula. Danke schön. Danke dir. Da machen wir die alle drei, ne? Für den Christopher da. Weil er mir nicht glaubt, dass ich mir etwas gestochen habe, Tiere. Da sind keine Gössen. Ja, das war nicht keine Gösse, was wir da gestochen hat. Gleich mehrfach. Das war alleine Fraßzackeln. Also nicht unser Acker, sondern diese Viecher, was ich weiß nicht, was mich da immer sticht. Das sind ja keine Gössen, das sind irgendwelche, weiß ich nicht. Flavor und Nice. Alligatoren oder irgendwas. Alligatoren. Naja, irgendwas Größeres halt. Wie sagt man es?
Die Kribbelmücke, oder was? Prädatoren, nicht eigentlich, nicht? So Die Fleischfresser. ja, so die Prädatoren waren das. Jetzt ist der Schnaps dran, Alfred Schwarzer, habe ich die Ehre, bravo. Ja, da sagt die geht's aber scharf an. Schaut aber so aus. Südtirol. Montenegro. Südtirol. Markus Volker. Ja, Weltklasse. Was gibt's? Ja, sicher noch gar nichts. Ja, wo jetzt? Dampfhammer 57. 20 Schweizer Franken vom Dampfhammer 57. Zimmerlautstärke ist, wenn ich die Musik in allen Zimmern gut hören kann. Bravo, Dampfhammer. Ui. Danke, Schiff, für deinen Schmattes auf dich. Bravo, danke, Chef. Weltklasse. Das ist so wie der Georg Scherer gesagt hat, letztes Mal, der ist Barzahler. Ne? Ein paar Sachen zahlt, ein paar Sachen zahlt er nicht. Die Familie sei wieder. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also alle drei für unseren großartigen und in Genesung befindenden, das muss man mal sagen, muss man wirklich sagen, in absoluter Genesung befindenden Christopher da, ja. Alle drei. Komm, jetzt weißt du was schnell. Und die. Da wollte ich mal schon. Achso, Noch der Robert ist da, kennst du uns noch nicht? Ne, ich bin schon, Robert habe ich schon. Sag mal, was sagst du das Robert heimlich habe ich her? schon Das ist ja begrüßt, Wahnsinn. Der Wahnsinn. Da muss mir gesoffen werden, was du reinschreibst. Ach so, wegen einem Schnaps meinst du? Also, naja, gut, Ach so, ja. ja. Na, von dem her gehen wir eigentlich schon, ja. Na, das ist uns schon klar, das ist jetzt dann nicht da. Wollt ihr vielleicht, dann soll ich der Patrick beim Heimfahren in Sonnentor Entspannungstee vorbeibringen? beibringen. Also ein Brief, so ein Sackerl für einen Tee. Geht es aus vielleicht? Den werde ich mir morgen machen, wenn ich aufstehe in der Früh. Das Magst du morgen Entspannung? Aber ein paar Telefonate zu führen. Wenn du aufstehst, brauchst du gleich Entspannungstee. Entspannungstee, bevor ich telefonieren tue. Also überlege mal deine Schlafgewohnheiten, ne? Wenn du da aufstehst, brauche ich nicht schlafen. Brauche einen Guten Morgen, ich brauche einen Entspannungstee. Entspannungstee. So, also jetzt nochmal alle drei von vorne noch. Und die Neberfahne und die Judenhane und die Zitronenrese, alle drei. Die sind in die Stadt nicht gegangen und wollen einen Kogel fangen. Dabei sind sie Mühle gegangen, alle drei. Die sind in die Stadt nicht gegangen und wollen einen Kogel fangen. Dabei sind sie Mühle gegangen, alle drei. Der Stravanzer Hansi und der Granaten Franzi und der Schirle-Wickel, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Hasel fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Hasel fangen. Dabei sind sie nicht gegangen, alle drei. Der Grammadanzer Schani und die Dogoden Anni und der Rieneger alle drei. Die sind zum Hingel gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind's mehr gegangen, alle drei. Die sind zum Hingel gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind's mehr gegangen, alle drei. Und der Krawatentone und die Hefenfrone und der Spinatfährl, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Moos weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei.
Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt, Christopher da? Vollkommen auswendig, vollkommen und fehlerfrei. Einzige, der einen Fehler gemacht hat, warst du einmal. Ja. Bei einem Wort. Also bei einem Wort, ja. Darf sein, Der darf sein. Godard war mein Gogel. Das, aber Darf nicht sein eigentlich. bei mir vollkommen fehlerfrei und deswegen ist das der Moment, wo ich darauf hinweise, bitte schön, meine Herrschaften, dass ein Schmattes für die Musik, eine haut in den virtuellen Hut. Ich danke euch vielmals. Lasst was springen. Muss ja nicht viel sein. Es kann viel sein natürlich, wenn jemand, also wir haben da keine Obergrenze, auch keine Untergrenze. Auch keine Untergrenze, ja. Wir freuen uns, wenn es einfach für die Musik ein bisschen was in den Hut reinhaut. Und wer nicht, der nicht. Ja, aber lieber waren wir uns natürlich, wann schon. In diesem Sinne danke euch vielmals. Und das geht natürlich nicht nur, also die Informationen findet ihr ja auch in der Videobeschreibung. Aber wenn ihr, da gibt es ja noch die Möglichkeit, da über diese Chat-Funktionen da, den Super-Chat und so weiter. Aber da bitte kenne ich mich nicht aus. Das geht dann über YouTube. Aber wer sozusagen ein Google-Konto hat und irgendwie da registriert ist und über was weiß ich. Also das, ja. Ja, Ansonsten haut über PayPal oder Überweisungen. Ich danke euch vielmals für euren Schmattes für die Musik. Danke. Dankeschön. Schau die Achtel von A eine, was ebenfalls. Christopher da super- schreibt klasse. Jawohl. Und die Achteln. Auch der GTC-Babel schreibt Leihwand, Dankeschön. Ja, gell? Weltnummer. Wir sind keine Trotteln nicht. Ne? Ja, also, naja, Ah ja. jetzt fordere dein Glück nicht heraus. Gefällt mir wieder. Ich werde sofort zur Flasche greifen. Bitte schön. Nicht, dass du den Entspannungstee nimmst, gell? Nein. Finde ich mir sehr leibend. Also, Ich mache immer Mund zum Frühstück. ich weiß nicht mehr, was es dabei war. Ich weiß Ein nicht mehr. Adventkalender. Das so. Nein, jetzt erst. Maximal für einen Monat. Ist bei einer Einladung wo dabei? Nein, weiß ich nicht. Irgendwas. Ein Entspannungstee. Und ich sage jetzt so, Ich habe aber auch irgendwo einen Tee nämlich dabei gehabt. Darum denke ich gerade nach, nämlich vor noch nicht lang her. weil ich denke mir so, dass das eine Werbung sein muss, gewesen sein muss, irgendwas für irgendwem. Weil ein Freund schenkt mir sowas nicht. Nein, der kommt bei mir mit einem halben Kilo Sackerl. Ne? Naja, das ist bei dir wieder. Ja, aber die Freunde kenne ich nicht, was da. Ich kenne nur die da die Botön bringen, ehrlich gesagt. Das muss ich, Die auch, ja. also ich kenne keinen persönlich, der dir ein Kilo Tee schenkt. Also jetzt red nicht so deppert. Ich würde mich auch freuen. Aber Ja, aber ich kenne keinen. Und sag mal geschwind an. Das macht. ja, keiner. Na schau, das fällt da keiner ein. Du hast ja doch das wieder nur, das machst du wieder für die Kamera, Ja. gell? Sagst du den Leuten, dass die Leute glauben, naja, ich trinke daheim Tee und die lieben Freunde schenken mir ja kiloweise Tee. Lass das echt nicht einfallen, dass mir jetzt jeder einen halben Kilo Tee Ja, schenkt. oh ja, das das war's jetzt von der Hand die Das Backe. Das macht's bitte. Schenkt in Partiger Tee und schickt's mir kistenweise Wein. Ich fürchte Und mich schon. bei den Pavlatschen muss der Partiger einen Tee saufen. Aber also, ab der Sendung 200 Trinkt der Patrick nur musst mehr du Tee. ein Jahr lang Tee trinken. Du, das mache ich natürlich sogar. Ja, das schau ich mir, das mache ich vielleicht so. Hör sie auf mit Ich dem kann ja einen Blödsinn. Tee trinken und eine Achtel dazu. Ich meine, Ja, aber das schau ich mir an, das mache ich vielleicht wirklich, dann machst du einen Tee, so ein Blödsinn. ich trinke ja 8 Liter dazu. Also. Ja, nein, Tee wirklich. ist ja kein Krieg die ein. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, du mit deinem Tee. Puppe geht schon mit dem Hut. Bravo, Dunja. Bravo, Puppe. Jawohl. Schmattes. Jawohl. Vielleicht hast du eine Apotheke. Matthias Gerold. Warte mal, das war ich. Apothekengeschenke. Vielleicht hast du eine Apotheke. Dass da irgendein Sagel und da ist so eine Werbung. Was das so ein Ding? Das kann schon sein, irgend sowas. Wäre, aber Sonnen da auch wiederum selten, oder? In der Apotheken. Ja, die gibt im Drogeriemarkt. Ja, eben, mehr so bei den So bei den Dings, bei diesen verschiedenen- Reformhaus. Im Reformhaus, Reformhaus, ja. Das mit Tee kann man ändern. Bravo Spaziergang. Hanftee oder Hopfenblütentee. Jawohl, jetzt kommen wir ins Reden. Jawohl. Jetzt kommen wir ins Reden. So, Patrick, wir haben ja Aufträge. Aufträge, ja genau. Was machen wir jetzt da? Mach mal, jetzt haben wir die. Mach mal einen Chroniker. Weil wir gesagt haben, Chroniker, Fiebrich fehlt noch. Aber bei Fiebrich haben wir jetzt eh schon einen. Nein, haben wir noch keinen gespielt. Machen wir mal einen Chroniker. Machen wir Chroniker.
Stockrosentee ist gut für die Stimme, wenn er wirklich war. Ich habe nicht Stockrosen mit der Klause. Reden die echt über Tee oder Tee? Bravo, Markus Pistone. Bravo! Jagertee für den Patrick und Weizsägel für den Klaus. Jawohl. Genau. Weizsägel ist ja auch ein wunderbarer Begriff. Weizsägel. Hat sich bei uns ja, also die Verpackung nicht wirklich durchgesetzt. Ja, in anderen Ländern schon. In anderen, vielen Ländern sogar. Ja. Nämlich der Wein aus dem Tetrapack. Und der Wiener hat zum Wein aus dem Tetrapack steht Weinziegel gesagt. Nicht? Den kann man gut aufschlichten, nicht? Aber mehr schon nicht. Eigentlich. Platzsparend und so. Also, Ja. sonst eigentlich. Stockrosentee. Ich habe Stockrosen Stockrosen, ja. in der Klause. Ich habe Stockrosen. Werden heuer sicher auch wieder aufgeben, die gehen bei mir wieder. 25 Euro sind unterwegs, Alfred Schwarzer. Na, Weltklasse, Alfred! Alfred, da fortgreifen wir. Ich danke dir und der Runde. Trink zweiter Schnaps. Das wird noch mehr. Ich bin frech. Ich bin so frech, das ist ja Wahnsinn. Wenn wir schon dabei sind, die Petersilie wurde zur Giftpflanze des Jahres 23 gewählt. Wirklich? Petersilie? Der Petersö? Zur Giftpflanze des Jahres 23 gewählt. Von wem ist es gewählt? Von Volltrotteln wahrscheinlich. Wahrscheinlich so EU. Das ist so wie die Zimtrinden. EU-Volltrottel. Ist ja geredet, dass man nur mit Apotheken kriegt. Und so. Ja, Matthias Mariacher, da steht das, der Kottas, der Dr. Kottas. Ne? Gibt es in Apotheken richtig und auf der Freiung ist es das Kräuterhaus. Das stimmt, dort habe ich, wie ich noch in Otterging gewohnt habe, habe ich da öfters beim Kottas meine Gewürze gezogen. Gewürze und Kräuter halt, nicht? Aber, also selten Tee, trotzdem, aber stimmt, der Kottas. Gibt es auch in der Apotheke in Kirchschlag, ne? Bei mir, bei der Klause. Ja, weiß ich. Ist auch. Kaufe ich auch immer wieder. Ja, Kottas ist Sag jetzt sehr nicht gut. welchen Tee, hat sich was zu lachen. Ja, ne, der Nieren- und Blasentee wahrscheinlich. Seit 5 Jahren. Ja, das- Ja, nein, es ist ja was Gesundes. Und ich meine, aber ja. Die Nierendl funktionieren wieder. Ne? Ja. Auch ohne Medikamente. Aber ich muss ja das nicht vor Publikum und Ja, was ja nichts dabei. Ne? Was? Ja, was heißt, ist nichts dabei? Es ist doch schlimm genug, dass man Wasser trinken will. Aber der Kottas, ja, auch habe ich oft frequentiert. Meine kompletten Gewürze und Kräuter beim Kottas gehabt auf der Freiung immer. Ja. Wirkstoff Apiol und Myristizin. Myristizin, ja. Ja. Wie viel ist da 10 Kilo Petersilie auf einmal? Oder? Ne? Ja, gar nicht. Da sind schon wieder sind voll wieder drauf und die Volltrottel haben schon wieder irgendwas gesucht, irgendwas gewählt. Ich sage, scheiße, das ist was Gesundes. Das ist wie mit Das einem redet man Salz. aus. Nicht? Ist 3 Esslöffel Salz auf einmal, naja, wird dir nicht gut tun. Ich meine, jetzt, ich sage es ungern, aber es ist jetzt so, ich meine, 5 Bottöne in 2 Stunden sind auch. Das wird dir auch nicht gut tun. Der Tee kann sehr entspannend sein, nimmt man statt dem Wasser einfach rum. Ne, und dann ist er sehr entspannend. Sei froh, dass du keinen Tränentee bekommen hast. Was ist ein Tränentee? Matthias Gerold. Was ist auch ungesund in großer Menge? Ja, absolut richtig. Und vor allem im falschen Körperteil. Nicht? In der Lunge kann es mitunter sogar tödlich sein. Nicht? Fies ist auch nicht angegangen. Wo sind Vierses Ablein? Ja? Na gut, also bitte, jetzt kommen wir zu einem ernsthaften Thema. Zum Werner Schimmel, ne, hast du gesagt? Ne? Ja, Werner Schimmel, machen wir klar. In Meidling in ganz ein kleinen Häuser ist Wirtshaus zum goldenen Kranz. Ein heimliches Old Wiener Häuser, dort ist kein Fahrzeug, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütliche Werner vom heutigen Tanz nichts verstehen. Und dort kann er tanzen wir jetzt lernen, und er ist schon doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzl tanzt man moderner Tanzl. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Das ist kein Pflanz, so soll der Tanz. Lustig ist dort wie am Kirchturm. Man braucht kein Smoking, kein Frack.
Stiefeln aus Lack, die Kirchen, die Blade, die Anna, tanzt am wienerisch Fest, voll Harmon. Min Würstel mal unter den Granen und singt noch das Gstanzl dazu. Beim Wirt zum Teutner Kranzl tanzt man modern das Lanzl. Das kennen die alten Leute und es passt in die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Der ist, das ist kein Pflanz, was soll der Tanz? Werner Schimmel, Rudolf. Einmalig. Einmalige Nummer. Einmalig. Jawohl. Der fährt eine, ha? Schwedischer Kaffee soll gut sein. Man legt eine Münze in eine Tasse und füllt Kaffee rein, bis die Münze verschwindet. Dann füllt man so viel Schnaps rein, bis man die Münze wieder sieht. Das ist ja eine Idee. Ne? Ja, das geht auch, ja. Das ist fast so ähnlich wie Tod vor Stalingrad. Kennst du das auch? Nein, das kenne ich nicht. Das ist ein Kaffee, der wird ein Filterkaffee, da in die Kaffeemaschine gibt man statt dem Wasser Wodka und lässt den Wodka aufkochen und den schüttet über Rasenkaffee. Tod vor Stalingrad nennt sich das. Na, das was ich wieder weiß, oder? Du kannst über die Hand dran, musst nicht kurz vor Stalingrad gehen. Ne? Also, Stalingrad, St. Petersburg. Ne? Stalingrad, ne? Leningrad. Leningrad gibt es ja nicht mehr. St. Leningrad ist Petersburg, St. Petersburg. ne? Leningrad und was ist der Stalingrad? Stalingrad ist Stalingrad. Nein, gibt es ja nicht mehr Stalingrad. Erst. Natürlich gibt es Leningrad Nein. gibt es nicht mehr. Leningrad ist St. Petersburg. Aber Stalingrad gibt es noch? Stalingrad gibt es, ja. Na, geh nie im Leben. Stalingrad gibt es, ja. Leningrad hab's. Leningrad ist jetzt. Na, geh, Stalingrad kann es nicht mehr geben. Sicher. Leningrad, das gibt's noch? Wer weiß das? Das müsst ihr nicht schreiben. St. Petersburg ist Leningrad. Schau, Paula, Munkelin hat auch die Achtel rein. Für Jawohl. den Werner Schimmel, jawohl. Ja, Spaziergang hat es eine Giftpflanze im Blumengießel, da hat mich das interessiert. Das ist ein Wahnsinn, gell? Ich habe ganz andere neue. In Gras haben sie auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, apropos Giftpflanzen, das Gras war also in Gras kann. So, ist ähnlich wie ein Blümchenkaffee, der ist so dünn, dass man Blümchenmus in der Tasse sieht. Ja, Blümchenkaffee, ja. ja aber das Stalingrad gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die Stalingrad. Das haben sie doch umbenannt da. Das gibt's ja nicht, das ist nur Stalingrad. Sicher. Nein. Na, wenn sie Leningrad sogar umbenannt haben. Leningrad wieder St. Petersburg, ja. Sagt mir, das glaub ich. Jawohl. Matthias Gerold sagt, Stalingrad heißt jetzt Volvograd. Also Volvograd. Ja, das schaut Spaziergang. Wodkograd heißt es jetzt. Wodkograd, Volvograd. Ja, Matthias Mariacha. Stalingrad heißt aktuell Volvograd. Da denke ich mir. Ich meine, ich bin nicht auf Flaschen, weil ich glaube, das ist St. Petersburg, was stimmt nicht? Das hast du richtig gewusst. Ja. Leningrad wurde wieder zurückgenannt in St. Petersburg. Aber Stalingrad, ist da klar, dass das nicht mehr gibt, bitte. Naja, was Leningrad dann so umtaufen, aber Stalingrad lassen es. Das war mir klar, aber genau Wolgograd. Nur Moskau bleibt Moskau, ne? Ja, das ist ja unverfänglich. Das bleibt. Das haben sie so lassen. Wolgograd oder Wodkograd oder Volvograd, ja, jawohl, bravo. Genau. Das ist eine Welt. Danke Das ist schön. ein Wahnsinn. Und da trinken wir wiederum auf unsere Famila Cheese. Keinen Tod vor Stalingrad, sondern einen Wein vom Griedler. Ein Wein vor Volvograd. Es wird an der Wolga liegen wahrscheinlich. Ja, ich vermute aber schon. Das liegt gerade an der Wolga. Du hast ja Wien auch Wien, weil es an der Wien liegt. Richtig. Stalingrad gibt es noch. Ja genau, Franz Mann. Stalingrad ist was anderes, eine Neuschaffung. Werner Schimmel klingt sehr ähnlich wie die schwarzen Rappen. Ja, Ja, Toni Andrus, vollkommen nicht richtig. nur ähnlich, das ist tatsächlich das gleiche. Das ist die gleiche Melodie. Gleiche Melodie. Wurde sozusagen nicht gestohlen, sondern das ist quasi der Schmäh in dem Lied. Nicht? Der Werner Schimmel, quasi du kannst es besser erklären. Ja, der Schimi ist ja, wenn man, da nimmt man sich so, wie soll ich das ja erklären, kann man das schwer. Ein Schimi ist ja ein musikalisches Hilfsmittel, wenn man was komponiert. Du Nicht? kannst googeln unter Stalingrad. Der Schimi, man nimmt sich eine bekannte Melodie an derer
komponiert man da herum, bis man ein neues Lied hat, quasi. Ne? Das ist so. Ja. Und da nimmt man dann einen Schimmer. Und daher, das war quasi beabsichtigt. Das war völlig beabsichtigt, ja. Dass Das eben ist eine uralte Volksweise, ne? Wobei, ja, ich wollte gerade sagen, also die Melodie war ja auch schon damals nicht mehr, nicht neu. nicht mehr urheberrechtlich geschützt, sondern es war einfach eine Volksweise und daher hat er das so genommen. Aber sehr gut aufgepasst, bravo Dunja, muss man sagen. Und die Steirer spielen sie auch so in den Steirer spielt so. ne? Spielt das so schnell, oder? Bayern auch. Ja, richtig. Haben wir auch so kennengelernt, ja, das stimmt. Die Petersilienblüte enthält gifthaltige Samenkörner, Franz M. Also deswegen. Die rote gute, die habe ich immer eine, gerade in Salat. Da beim Schnittlauch. Also von der Schnittlauch, genau. Die violetten. Stimmt. Die sind immer, die sind Ja, köstlich. die Getrocknet auch. sind voll gut. Köstlich. Ja, die sind voll gut. Nein, bei Petersilie nur den Samen kann man wieder verwenden zum Abbauen, beziehungsweise man lässt den einfach ausblühen, ausfallen, dann sieht sich die Petersilie Jahr für Jahr neu. Bei mir ist es ein Traum. Ja, Petersilie, das haben wir schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt. Petersilie das wächst von ganz allein in der Zwischenzeit jetzt da, nach den Jahren. Schnittlauch auch. Nein, vielleicht bei mir auch und immer auch so und ich weiß Wahrscheinlich, nicht. ja. Zitronenmeliss ist genauso invasiv, die verschiedensten Ja, okay, Minzearten auch. Die Tiroler sagt mir mal, dass sie in heißt, weil sie durch Innsbruck fließt. Ja, genau. Ja, so kann man sagen. Schau, der Franz Brenner hat es ganz genau gemacht. Von 1925 bis 1961. Ja, bis 61 sogar, ne? Das ist schon lang. Ne? Ja, aber er hat es einen Kyrillisch geschrieben. Jetzt schau ich, ob das kann ja nicht Kyrillisch, aber. So Ja. schreibt er hin. Ich denke mal, Schimme ist ein Tanz, sagt die Maggie. Eigentlich ja. Ein Modetanz der 20er Jahre. Richtig. Also auch, deswegen spielt er das da mit, nicht? Weil es den Schimme tanzt. Nicht? Das sind also Der Anfang. Ja. Das ist es ist eben dieses Wortspiel mit dem Schimme. Nicht? Und eben der Werner Schimme dann. Nicht? Ursprünglich wurden die schwarzen Rappen ja als Walzer gespielt, meinte Dunja Androsch. Ja, richtig. In Wien. In Wien. Und im See gespielt als Walzer, oder? Wir spielen sie drei Vierteltakt in Wien, ja. Genau. Und dann die Bayern, die reißen dann an. Nicht? Genau. Die Bayern oder die Steirer oder was, nicht? Genau. Richtig, ja. Na schau, da geht was zu. Schau, der Spaziergang. Schwangere dürften keine Petersilie essen. Das habe ich nicht gewusst. Das weiß ich auch nicht. Das ist mir auch neu. Und schau, die hätte im orientalischen Tanz ist ein Schimme die schnelle Hüftbewegung. Ja, das im Wienerischen nicht, weil da gibt es A, keine schnelle Bewegung und B, relativ wenig Bewegung in der Hüfte. Das ist auch wieder interessant. Ne? Schimme ist das, was auf den feuchten Wänden hat. Das ist auch wieder ja. Petersilie blüht erst im zweiten Jahr. Bei uns daheim überlebt sie das erste Jahr nicht. Ja, wahrscheinlich bei mir auch nicht. Deswegen. Ja, das Schau, Schimme ist ein weißes Pferd, der Acker. Ja, ich sag's euch, Jetzt wird das nimmt Rutgersche Ausmaße an. Ja. Stalingrad gibt's da. Das hätte man so taugt. Bitte kauft da ein Flugticket nach Stalin. Gut, jetzt ist mit Russland schwer überhaupt. Aber ein Flugticket nach Russland ist sehr schwer zu bekommen wahrscheinlich. Na, aber geh am Bahnhof, vor allem mit dem Auto hin, das ist nicht so weit. Wie komme ich denn nach Stalingrad? Also, das müssen die filmen. Weißt, das müssen die echt filmen. Du, sicher gibt's das noch. Das Theater machen wir uns so einmal. Du warst die Umfrage. Du warst ja sogar so weit, dass du dort aus dem Reisebüro, wenn die das sagen, na, Stalingrad gibt es ja nicht. Sicher gibt es was reden Sie auf Blödsinn. Natürlich, Stalingrad, Leningrad, das ist uns umbenannt. Ich sag nicht, aber Stalingrad, das gibt es noch. Das tät mir echt taugen. Das tät mir echt wirklich taugen. So, na gut, also pass auf. Schluckerl, was ist nächstes dann? In Grasl oder was? Machen wir einen Grasl. Auch gut, ja. Schimmeamt oder so. Genau, der Amtsschimme. Ja. Was meint er eigentlich? Ist die österreichische Bundesliga von Mozart oder nicht? Schwer zum Sagen. Das wird ja eine Volksmelodie auch ist. Die Mozart dann, ich glaube, der Mozart hat schon komponiert. Also ja, kann man schon sagen. Ich weiß nicht. Es ist andererseits. Also ganz untypisch eigentlich. Es ist eigentlich, ja. Aber der hat viel so auch nebenbei auch geschrieben. Also das
Das kann er im Suff irgendwie nebenbei auch geschrieben haben. Ja. Das ist schwer, es ist wirklich schwer zum sagen. Die hat immer geschrieben. Es Sie ist hat ganzes eins- Leben geschrieben. ja. Tag und Nacht. Ne? Das Aber ist, eins muss ich wirklich sagen, es ist die österreichische Bundeshymne. Wir reden jetzt von der Melodie. als Hymne ungeeignet eigentlich. Erstens ungeeignet Als und, Hymne. und sie ist, Sie geht nicht so ins Uhr, man kann es nicht, das bleibt dann nicht so. also wie das sie ist schwach. zum Also Kopf für das Land der Musik, Österreich, Ja, ist das eine irrsinnig schwache Hymne. Im Vergleich Im vor Vergleich allem zu natürlich Haydn. zur alten, ne? Zur alten, ja. zum Kaiserquartett. Was ja dann bei den Deutschen ist, bei uns hat ja das Volkshymne Kassen. Ja. ewig schon. Gott erhalte, Gott beschütze. Ne? Das hat viel mehr Sinn, aber ich finde ja wirklich, also Unser in Kaiser, Österreich, unser Franz war die erste ja, nicht Version. mehr die, damals. klar, ne? Das, Franz so wie der Gott zweite selbst erste, die ne? Queen ist ja auch immer die, Genau, an, das immer jeweiligen, angepasst, an den ja. jeweiligen Herrscher Jetzt angepasst. sind wir wieder vom King. Ja. Aber ich finde ja wirklich, dass eigentlich der Donauwalzer als Melodie die Hymne sein muss. Nicht den ganzen, aber den Nein, der ja, also die Hauptteil der halt. Hauptteil, genau. Weil allein schon das, wenn du sagst, Österreich kommt natürlich bei einer Hymne mit einem Walzer. Dreivierteltakt. Ja. Das wäre schon was. Nicht? Aber ich weiß schon, es täten dann wahrscheinlich alle anderen Bundesländer sagen, wo die Donau nicht durchfließt. Die Donau hat ja nichts mit uns zu tun. Aber die Donau ist ja mit der größte Strom. Ja, es ist ja auch wurscht, aber es ist diese Melodie, diese Gänsehaut-Feeling beim Donauwalzer. Stell dir vor, wirklich, Das war was. es fährt an, der Donauwalzer, halt natürlich mit einem anderen Text, wo es nicht um die Donau geht, ist schon klar. Aber einfach nur das und dieser Dreiviertel, das wäre Österreich als Musikland würdig. Mehr brauchst du nicht hören, sich zu die Gansel hauen. Ja. Aber das ist ein Land am Strom, ein Land, also ein Land. Aber das, ich falle mir immer in die Haut, ich falle immer in Heiden rein. Das heißt, also nur ein Text, das ist, Ja. das ist Land der Berge, Land. Ja, gut, ja. Ja. Also wie auch immer, also wir kommen da weit rein, gell? Also auf Ja. jeden Fall, ob das wirklich von Mozart ist, ich kann es wirklich nicht sagen. Es ist ja zumindest nicht verbrieft. Also es gibt ja kein anderes Manuskript, wo irgendwo diese Melodie verarbeitet wäre, meines Wissens, von Mozart. Also keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist ja auch nur die Melodie. Nicht? Und die Komponisten von einst, da ist ja nicht um eine Melodie gegangen. Das waren ja Gesamtkunstwerke, Orchesterfassungen, Arrangements und dergleichen. Und da ist halt wirklich schwer zu sagen. Es ist wirklich schwer zu sagen. Fuhrmannslied, sagt der Michael Unger. Ja, aber welches? Da gibt es ja viel. Heute wird es langsam kompliziert in der Pavlatschen, gell? Heute ist ein Wahnsinn. Ackerl, bin ganz bei dir, dachte auch, die Werner Schimme sind die Antwort auf die schwarzen Rappen. Das ist ein Wahnsinn. Die tun ja vor die Zähne. Mozart war aber immer noch kein Österreicher. Salzburg war eigenständig, ja stimmt. Naja, so muss eigentlich streng genommen sagen, aber Deutscher. Ne? Eigentlich muss man streng genommen sagen, aber Deutscher, Deutscher, weil Salzburg halt zu diesen Fürstentümern, zu den deutschen Fürstentümern gehört hat. Ja? Du hast schon recht. ein Erzbistum mittlerweile, Salzburg. Wir haben doch eher Hymne von Fendrich, ja genau. Wir haben auch nicht Donauwalzer, ich dachte. Die Hymne ist von Fendrich, genau. Schau dir Daniel Schlegel, Grüße aus dem Nachzug. Servus! Na, habt's kurz an Internet. Ja, das sind nur in Österreich. Na, am Nachzug nach Hamburg. Das sind vielleicht noch in Österreich. Also, Also vielleicht. Glaube ich nicht, ich glaube, sie sind schon drüben. Bitte mal, was ich gesagt habe. Die Hymne ist von Haydn. Ja, die Deutsche. Haydn nur so zwickt. Ja. Ja, genau. Die Melodie ist zumindest in Kirchenmusikerkreisen von Haydn. Was mir gepempert? Die Melodie vom Land der Berge. Land der Berge? Das ist das vom. Ich meine, Gitarre. Wie gesagt, das ist wirklich so schwarz zum Sagen. Ja, genau, ich dachte, ihr seid Christen, Haydn passt nicht. Ja, Bernd Roh einmalig. Man kennt den Heiden ja nicht. Ja. Das ist, Für Mozart ein bisschen zu fad, ja, das hätte ich auch sagen. Nicht? Auf der anderen Seite, wer weiß, wie sie ja geschrieben hätten. Ne? Weil eine Melodie allein sagt ja nichts. Das ist ja das. Nicht? Ja, wir stehen gerade in Wales, Daniela Schlegel. Ja. Darum habt ihr noch einen Empfang. Ja. Na, ich bin gespannt. Richtung Hamburg. Kommt gesund wieder heim, das ist das Wichtigste. Drücken wir mal auf die Schlägel und haut eine bitte auf unsere Brentschi-Besser mit ihrem Maxl, die jetzt im Nachtzug nach Hamburg sitzen. Heute schon noch bei mir, also in der Klausel waren es nicht, weil ich war nicht daheim, aber in meinem Grätzl schon waren unterwegs, nicht wahr? Und jetzt sind sie am Weg nach Hamburg. Haut eine bitte. Eine rote Achteln für die Brentschi-Besser, die Jawohl. Pavlatschisti mitsamt
Den Max. Max. Auf euch Auf zum euch. Wohl. Du hast schon 2 Glas Vorsprung, das gefällt mir. Na ja, So gefällt dass er nicht mir warm wird. Dass er nicht Gefällt warm mir wird. Das ist so gemeint, dass die deutsche Hymne nicht mehr bei euch ist. Der Lehrer vom Wolfram. Der Lehrer vom Wolfram. Ja. Ich meine, ist halt so. Ne? Ja. Aber es ist schon insofern, ich finde es arg damals, dass das die Deutschen übernommen haben, weil es ja, das ist, ich meine, Österreich war jetzt nicht Feindesland, nicht? Aber es war halt, ich meine, dass die das dann echt übernehmen vom großen Reich, Kaiserreich Österreich. Ich meine, gut, Österreich ist dann zerfallen, mehr oder weniger, aber dass die das dann so übernommen haben, hat mich einfach gewundert. Nicht? Aber ja, ich meine, im Prinzip ist es ja wurscht. Nicht? Aber ich finde halt, der Donauwalzer war schön. Ja, nein, Salzburg war eigenständig unter Führung vom Dom, das stimmt schon. Stimmt, so ein Bistum, ja. Das stimmt schon. Nein, aber du sagst nichts Deutsch. Nein, Christoph Acker, Deutschland hat es ja nicht gegeben zu dem Zeitpunkt. Das waren ja lauter Fürstentümer. Fürsten und und Kurfürsten. Und halt schon Königshäuser, nicht Preußen, es gehabt, die Hohenzollern in Preußen, die Wittelsberger in Bayern. Nicht? Und so, also das waren schon, und man hat Und die deutschen Kaiser wurden ja von den einzelnen Bistümern Herzogen gewählt. Genau. Die waren gewählt, ne? Genau, ja. Also das war schon ein eigenes Bistum und alles, aber es hat quasi, also man hat gesagt, ne, weil Deutschland, den Begriff hat es ja da in der Form für das noch nicht gegeben. Nicht gegeben, ne? Und das Deutsche Reich war ja nicht jetzt so das Deutsche Reich, nicht? Sondern das waren lauter Fleckerl. Die Vereinigten Erzherzogtümer von Deutschland könnte man sozusagen Vereinigten Staaten der deutschen Zunge oder was weiß ich. So was irgendwie, ja. Bis auf Österreich halt. Nicht? Ja. So irgendwie. Also insofern, also, du hast zwar recht, Christoph Acker, ja. aber eben es ist trotzdem tatsächlich, müsste man, wenn man es jetzt streng nimmt, dann müsste man eigentlich sagen, ja, Salzburger in erster Linie, aber eigentlich dann eher Deutscher. Nicht? Wenn man das aber dann wiederum sagt, was die Nachfolge betrifft, sagst du, naja, dann ist wiederum Österreich. Wieder Österreich. Schwierig, ja. Aber ich meine, dass Salzburg nicht deutsch ist, ist uns einmal allen klar. Also damit können wir uns darauf einigen, dass Mozart ein Österreicher war. Außerdem ist er in Wien gestorben, das reicht. Das reicht. So wie Beethoven. Beethoven ist auch in Wien gestorben, Wiener. das reicht. Wobei- Mitten in Train zu Hamburg. Schubert wirklich ein Wiener war. Ja, das stimmt. Der war wirklich ein Wiener, ja. Land der Berge, Musik Ja, von man- möglicherweise Johann Baptist Holzer oder Paul Wranitzky. Vom Holzer, ja, aber das habe ich auch schon gehört, ja. Aha, ja, sagt der Franz immer auch. Ursprünglich Mozart, laut Bundeskanzleramt geben neuere Forschungen, sagen, die Melodie stammt von Johann Baptist Holzer. So, ja. Ein Nachzug, wie die Thailänder sagen, genau. Wo hast du mal Stifter von der ÖBB gesponsert bekommen? Na, die ÖBB hat eine, was? Die Ein ÖBB ganzes hat eine. Stifterl für 2 Leute? Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Vielleicht würde die Hymne verkauft, naja, kann man auch sagen. Vielleicht, ja. Also Gott erhalte, Gott beschütze unseren Kaiser, unser Land, das ist Heiden. Ja, das ist klar. Das ist Heiden, das ist Wege, das ist da fort, das ist das Kaiserquartett von. Da fährt der Heiden drüber. Da fährt der Heiden drüber. Wie Da ich fährt das der sagen Heiden. pflege. Das ist klar. Nein, es geht jetzt um die österreichische Hymne, die aktuelle. Ja. Schau, Maria Luise Lee. Bist du Hallo, später Tag, jawohl. Schau, der Franz Brandl, in 14 Tagen sind sie am Moped Richtung Brindisi. Na, Weltklasse. Super. Der Klaus hat ganz schön Allgemeinwissen. Das gefällt mir, wenn er da gefällt. Achso, die taugt das schön. Ja, naja, das ist ja nur oberflächliches. Aber ein bisschen was muss man schon. Die Kaiser wurden von den Kurfürsten gewählt, genau. Aber die Kandidaten haben die Kurfürsten bestochen. Na gut, das ist wieder. Das ist ja heute nicht an. Also, hoppala. Hauptsache sind in Wien gestorben. Hauptsache, ja. Das ist wichtig. Ja. Darum kommen wir jetzt, wenn Ja. jemand in Wien stirbt, eine gute Überleitung sofort Ja, zum Reiberhaupt. zum Reiberhauptmann Grasl, weil der Reiberhauptmann Grasl war. Ist in Wien gehängt worden. Genau. Geköpft oder gehängt, ich weiß es Gehängt, Gehängt, doch. Ja. Geköpft ist bei uns gar nicht so Gar nicht viel so oft wie, ungewöhnlich, ne? ja. Nein. Hängen war üblicher. Üblicher Räuberhauptmann. und auch grauslicher. Also. Ja. Also darum wahrscheinlich. Naja, und, Dauert länger, hat Naja, mehr zum Schauen gehabt. naja, als Abschreckung. und blöd gesagt sicherer, nicht? Weil fürs Köpfen hast du schon einen Henker braucht, das kann. Das Nicht? kann, ja. Weil wenn der dreimal hinhauen muss, nicht? Vor der Erfindung der Guillotine war es noch Ja. gar nicht wirklich. Ja. Ja.
Könnte auch sein, dass Mozart extra ein einfaches Stück für alle geschrieben hat. Ja, glaube ich nicht. Wobei es sind viele Sachen nicht schwer. Das ist auch schön. Das hätte ich gern geschrieben. Die Einleitung Ich meine, schon. wenn man jetzt Großartig. das meine ich aber mit Melodie. Ja, also wenn du nur von der Melodie ausgehst, ist es jetzt schwierig. Weil wenn du jetzt hernimmst, Beethoven berühmt, dam 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 dam, dam 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 dam. Das wäre jetzt so, wie ich das vorgesungen habe, jetzt dann nicht wirklich eine Melodie von. Ja, ne? Also da kommt schon drauf an, wie es rennt. Ne? Und wie sie das ausspielt, aber wer ist denn das? Der Chopin, glaube ich, ne? Mit dem. Das ist ja wurscht. Red mir nicht, das kommt jetzt vermutlich nicht aus. Ja. Gefällt mir aber. Ja, aber wie gesagt, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Die Töchter, Söhne dreht sich auf jeden Fall irgendwer im Grab. Ja, gut, Töchter, Söhne. Den Scheißdreck wirklich, da mache ich nicht mit. Ja nicht. Da mache ich nicht mit. Das können sie noch aufzeichnen. Das können sie vergessen. Im Bright Month, was wir jetzt haben, die Regenbogen irgendwas, das können sie noch aufzeichnen. Wirklich wahr. Und wie, also jeder Homosexuelle in unserem Bekanntenkreis, Die kennen viel. ausschließlich jeder. Ja. Dem stehen solche Kabeln Die aus, wenn Kabeln sie auf aus, diese ja. ganzen Volltrotteln da denken und diese Idiotie, die sagen da, und die sagen alle, was heißt LGBT plus irgendwas, scheiß Community. Hab ich gesagt, was sind die deppert, wieso vereinnahmen mit denen? Warum nehmen wir mit denen eher eine Community? Ich hab mit denen nichts zu tun. Sagt jeder, den ich kenne. Ja. Und das sind Genau nicht so wenig. ist. Da gibt es keine Ausnahme. Denke ich mir, da muss ja was draus sein. Wurscht, kommen auch wieder ein Hundertstausender, jedenfalls Söhne, Töchter, die schwach sind. Das ist Ui, ich will einen kleinen roten Kopf. Idiotie. Was? Jetzt Spannungsdreh! 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 Willst du mich noch mehr aggressiv machen? Na schau, Moment. Nein, jetzt bin ich zum Beispiel entspannt und erfreut, weil der Uli Slonek ist in der Haus. Jawohl. Später aber doch schöner Aus Helsinki, oder? Was, ich streite nicht da. Schreibt er nicht, ja? Ja? Schaut da, der Alfred Schnatt. Wir sind noch immer da momentan bei polnischen Schnäpsen, Zitrone, Marille, Haselnuss. Prost. Na, Prost. Prost an die Runde. Gut, die schönste Hymne ist die Schweizer Hymne, sagt der Matthias Gerold, aber da muss ich jetzt leider zugeben, keine Ahnung, wie die geht. Ist kein Ohrwurm, das weiß ich, weil ich habe schon ein paar Mal gehört und die haben es nie gemerkt. Tatsächlich nie gemerkt. Diese mehrstrophig, glaube ich, also mehrsprachig strophig, oder? Und da hast du das Rätoromanisch. Wie ist das? Das glaub ja, ja. Uli Sloan, ich bin voll bei euch. Inhaltlich nehme ich an. Dankeschön. Ja, das ist Südafrika, was du spielst. Ja. Jetzt, woher weiß ich das wieder, dass das südafrikanische Hans Lieberg. Ja, das kann sein. Afrika. Ich glaube, das ist ihre eigene Komposition. Hey, 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 so irgendwie geht der. Schau, Dunja Andrus, jeder dieser Vollpfosten soll mit herrenloses Damenfahrrad richtig gendern. Herrenloses Damenfahrrad, richtig, bravo, Dunja. Wobei, eins gestehen muss ich freilich selber auch ganz gerne mit so einem Damenfahrrad in die Neibistel, wenn ich nur gar rumfahre irgendwo. Weil man steigt sich einfacher auf, weißt du, besonders wenn man schon von der 3,8 Ich hätte mir nur, also wenn ich, nein, ich meine, ich habe ja, so ein zum Radl, Radl, nicht? das alte. Aber wenn ich mir echt ein neues Radl kaufen Wenn ich weiterfahre, fahre ich mit anderen, nicht? Aber so fahre ich mit dem von der Elisabeth, das ist sehr praktisch. Sicher, das ist leibend, da brauchst du nicht Fuß. Ich fuhr sie schon beim Motorrad. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mit dem Radl fahre, weil ich ein Motorrad habe. Der Grund, warum man sich die Mann gekauft hat. Der Uli Slonik ist in Wien. Uli Slonik ist in Wien. Mach kein Tam-Tam, stör auf Kampan. Beethoven, bravo. Bei der nächsten Louis-Session trinkt man Tee. Nein, Christoph Acker, kriegst immer noch einen Kaffee. Kriegst immer noch einen Kaffee. Jawohl. So, jetzt wieder längere Zeit in Wien bzw. Österreich, Uli Slonik. Da schon her. Na, hoffentlich sehen wir uns einmal in Natura wieder, so richtig von Angesicht zu Angesicht. Das war leibend, haben wir uns einmal sehen. Ja. Absolut. Du, aber Franz Heim bringt es auf den Punkt. Hymne, Regenbogen, Spielzettel in Grasl. Den haben sie aufgehängt, jetzt ist Schluss. Redet dann über den Wein. Genau. Jawohl. Also pass auf, aber der Grasl, das wird man schon noch sagen, der war ein Waldviertler Räuberhauptmann und hat dann irgendwann den Nimbus bekommen.
Guten des Robin Hoods aus dem Waldviertel. Genau. Aber genauere Nachforschungen haben dann ergeben eigentlich. Ja, Es war einfach ein Bücher. Bücher, Mörder und alles mögliche. Mörder, Und wurde also dann irgendwann gefasst und wurde damals der Gerichtsbarkeit zugeführt, nämlich in Wien. Ne? Also das war dann in Wien. Und in Wien haben sie ihn dann aufgehängt. Ne? Und das reicht schon aus, deswegen habe ich vorher gesagt, dass, wenn du in Wien stirbst, bist du ein Wiener, Über ihm geschrieben wird. dass es sogar ein Wiener Lied über einen Grasl gibt. Jawohl. Na gut, gehen wir's an. Jawohl. Jove Traumine de Hände sitzen drüber drinnen. Sein schwarze Männer, da die Leute umbringen. Die haben ihn gefriesen, mit Kuh in Rosa geschmiert, aber den heute der Hefe, der sich da eine riert. Aber den heute der Hefe, der sich da eine riert. Der Wirt, der muss in Köln, muss einer verholen. Dabei haben's die Räber sein Ladl mit Geld gestohlen. Dann packen's die Stalltieren, die schreit, gebt's mir Ruhe. Aber Treiber, die lachen und packen fest zu. Aber Treiber, die lachen und packen fest zu. Auf einmal geht die Tiere rauf, kommt der Grasleine. Der schreit, ist verloren, holt's na ja grad auf mich. Los geschwind die Tiere los und gebt's den Wirten sein Geld, weil wir holen uns von Rechenleid oder das, was uns noch fehlt. Weil wir holen uns von Rechenleid oder das, was uns noch fehlt. Hey! Ja, hört auch nicht auf, der Du. Ja. Hey Molly, Graseltanz, die Graseltanz. Graseltanz. Weltklasse. Ich muss einen Schluck wieder nehmen. Ja, bitte nehmen Sie ihn. Nehmen Sie Die ihn. Meg ist vom 21. bis 27. Juli wieder in Wien. Was sagt ihr, hätte die LGBT-Flagge die Farben gerade umgekehrt wie die Chakrenfarben? Bei denen ist das Wurzelchakra rot. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, ich glaube, hinter der Fahne steht nicht viel Idee, glaube ich. Das ist einfach nur Radau sozusagen. Aber nicht Christoph Radau, sondern einfach nur Radau. Schau, das wäre leibend. Ulis Lonek, das wäre der Plan, dass ich endlich Ja, das war super, dass du mit live da bist. Matthias Gerald, Chat bitte die 16er Community-Richtlinien beachten. Hat er verstoßen? Also, haben wir Community-Richtlinien? Oder ist was? Hat er was geschrieben? Nein, habe ich nichts geschrieben jetzt, oder? Ich rede immer nur. Ich rede, ja. Der Markus Lanz hat das mal schön gesagt, Lehrer kommt von Lehren, laut Duden hängt man hinten ein R dran, ER, somit gibt es für männliche Lehrende kein eigenes Wort. Ja, nicht gut, weißt du, da gibt es viel Diskussionen. Solche Wörter der 16er Richtlinien nehme ich nicht in den Mund. Was für Richtlinien? Wo ist was? Wird was gemacht? Nein, war nichts. Gar nichts. Ich habe nichts gefunden. Was Verwerfliches. Auf jeden Fall Achtel von einer, das ist wichtig. Aber das ist schon mit der deutschen Sprache zum Beispiel, das ist schon etwas, da haben schon manche recht. Also wo die da so ein bisschen darauf hingewiesen haben, dass die Sprache wirklich pervertiert wird, nicht? Und vernichtet wird durch das Binnen-I und dergleichen. Und ich meine, die ursprüngliche Idee von dem Gendern, die ist jetzt nicht so abwegig. Nicht? Dass man gesagt hat, naja, es muss nicht, dass man dort, wo es geht, hat es einen Sinn. Nicht? Aber teilweise ist schon dann die Sprache eigentlich ein bisschen zerstört. Nicht? Vor allem also durch diese Binnen-I-Geschichte, Ja. Sterndal oder sowas. Nicht?
ich mein, es ist halt schwierig, Ja. Ja, für mich ist das ein Schatz. Ja, aber ich muss mich nicht drauf halten, aber wenn natürlich, so wie auf der Uni, da muss das, nicht? Weil sonst geht das nicht durch. Ne? Ja, weil es ist halt, es ist schwierig, wenn du Beamter bist, oder keine Ahnung, oder halt mit diesen Institutionen zu tun hast, dann musst du gendern, ob du willst oder nicht, weißt schon immer, wie du das schreiben sollst, keiner versteht es, Keiner versteht es, was du einen Text lesen musst. Aber da gab es ja irgendeinen Typen, das habe ich am Rande bemerkt, was hat der geschrieben? Das ist nicht eine akademische Arbeit, sondern irgendeine Studie. Der hat irgendeine Forschung, eine fingierte, der hat gesagt, und der hat es über ChatGPT, also über diese KI, hat der gesagt, mehr oder weniger schreiben wir, was absolut keinen Sinn hat. Ich sage das jetzt so kurz, also wirklich mit kurzem Überblick. Schreiben wir, was absolut keinen Sinn hat, unter der Verwendung quasi bestmöglich vieler absolut unverständlicher wissenschaftlicher Pseudobegrifflichkeiten und so weiter. Und der hat da so eine Studie geschrieben und ist mit der aber eher auf ORF, News ORF oder irgendwo habe ich das gelesen gehabt. Und der ist dann wirklich hat irgendwelche Preise gewonnen oder was weiß ich was. Also er wurde zitiert in ganz, ganz großen, namhaften Wissenschaftsjournalien und hin und her. Großartig. Und das ist aber, und der hat dann aber gesagt, ja, Leilon, tut mir leid, da steht nichts drinnen. Das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von vollkommen wüsten Wortkreationen, die aber schon existieren. Und spannend, der hat das war ein leibendes Projekt, finde ich. Ich weiß leider jetzt nicht, wer das war, aber es war irgendwie, hat mir gefallen wieder. Hat mir wieder gefallen. So, Regenbogen ist ein Naturphänomen, jawohl. Stimmt. Und LG ist eine Elektronikfirma. Bravo, Matthias Gerhold. Gibt's die überhaupt noch? Könnte auch ein Shanty sein, ja. Ja, nein, ich glaube nicht, dass da was dahinter steckt bei den 16er Burm innen, jawohl. Bleib tolerant, Bernd Roh, Ja, Aber ich bin nicht Blödheit gegenüber. Und ich finde genau das schadet, nämlich der echten Toleranz schadet das ganz gewaltig. Nein, weil es Gegenteil ist. Ich bin tolerant, aber tolerant heißt nicht, dass man alles gut heißt. Tolerant heißt, dass man andere Meinungen zulässt. Andere Meinungen, nicht, dass man die Meinung teilt. Genau. Das ist nicht Toleranz. Toleranz heißt, ich habe eine Meinung und habe eine andere Meinung, die ich nicht teile, aber respektiere. Jo. Und das, was da teilweise herumrennt, ist vollkommener Schwachsinn. Vollkommener Schwachsinn. Das tut mir leid. Da kann ich nicht, da kann ich sagen, das ist einfach Idiotie. Da kann ich leider nicht lügen. Das müsste ich machen, sonst müsste ich sagen, ja, Ehe ist lieb, nein, stimmt nicht, alles nicht Ding. Aber, und das ist schon wieder bei dem Punkt, das kommen wir dann schon wieder alle zusammen, gut, dass wir trotzdem in einem Land leben, wo das zumindest nicht irgendwie per Strafe verboten ist oder genau. Wo du verfolgt wirst oder dann, weiß ich nicht, wie freiwillig, wie ein Vogelfreier. Ja. Nicht? Also das sollte es schon machen dürfen, aber eben, aber das, was da alles herumrennt, also jetzt nicht an Leid, sondern an Ideen und Flaggen und Pride Month und diesen, tut mir leid, da bin ich nicht tolerant, weil das eine schwachsinnige Idee ist und viel zerstört und viel mehr Toleranz zerstört als sonst was. Das ist halt meine Meinung und ich denke mir halt immer so, ich finde es doch besser, wenn man sagt, eine klare Meinung, auch nicht böse gemeint, sondern man sagt einfach, was man sich denkt. Ja. Dann könnten wir Menschen alle viel schöner und viel leichter leben, vielleicht auch toleranter leben, wenn jeder einfach nur ehrlich seine Meinung sagt und nicht vorne in den Arsch gerät und dann quasi hinterrücks und deren kennen wir viele ganz anders agieren und reden. Daher, ja. Die traditionelle Wiener Sprache ist Vorbild, das was gemeint hat, Community-Richtlinie. Ich habe nicht gewusst, dass wir Community-Richtlinie haben. Die traditionelle Wiener Sprache ist Vorbild, bravo. Es ist ein Wahnsinn. Menschen sind alle, kennen den Text, aber hol lieber einen kleinen Text her. Klaus, wie heißt der? Ja, das weiß ich nicht. Aber das findet man. Aber das habe ich gelesen aber ich sage jetzt mal auf ORF News. Also das war jetzt nicht, der hat richtig, aber ich wüsste jetzt nicht einmal, welche Suchbegriffe man verwenden könnte. Und das ist jetzt auch nicht lang her. Vielleicht in den letzten 3-4 Wochen.
Habe ich das gelesen. Okay. Deutsche Übersetzung, spanische Lied ist auch wohl die wissenschaftliche Arbeit, das kann sein. Was war die? Ja, die Ah, die Kotzen. Kotz ist da schreit wer, ich glaube. Ich glaube, die Paula Jesus sind alle sehr toll. Ja, wie gesagt, ich bin auch sehr tolerant, aber ich finde, man muss auch mir gegenüber tolerant sein und auch meiner Meinung und meinen Ansichten und das weiß ich nicht, wie man sagen soll. Also ich finde es blöd, wenn da jeder fordert, ich will nicht sagen können, was ich darf oder was ich will und die muss die Goschen halten, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Nicht? Ich muss ja auch sagen dürfen was. Nicht? Und wie gesagt, das ist also das Letzte, oder ich würde mich vor jedem stellen, aus dieser Community oder von diesen Gender-Typen, also die halt da das Gendern, die Sprache verhunzen, und würde mich vor jedem schützend stellen sozusagen oder helfend. Wenn den einer massakrieren will. Ja, war dann nur aus dem Grund. Aus dem Grund, nein, sicher nicht. Da bin ich wirklich dann tolerant. Nein, das geht nicht. Also tolerant jedem gegenüber, der eben dann ein Opfer wird, ne, von jemandem. Nein, man muss das schon machen können alles. Aber man muss die Diskussion muss lebendig bleiben. Ja, und vor allem ganz, ganz wichtig, die Meinung zulassen. Und ich muss auch was sagen dürfen. Nicht die Meinungen zulassen. Und das dran halt schon. Wichtig. Ja. So, genug davon. Jetzt hole ich den Text. Menschen sind wir alle, weil der Fan von Stark ist wichtig. Dieses Lied passt perfekt dazu. Das ist wieder ein Lorenz, ne? Wieder ein Karl Soll, aber ich muss den Text nennen. Schau, dass ich da kein Blödsinn singe. Nein, ist ja wurscht. Ich nehme es aus dem Hoden raus. Ich nehme es aus dem Hoden raus. Ihr müsst den Vortrag von Gerd Boll zum Thema Toleranz anschauen. Da wird alles gesagt. Ich glaube, den habe ich gesehen. So, ja. Von Bolt, das habe ich gesehen, ja. Das war großartig. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss einfach miteinander reden dürfen und wollen und sollen, und dann muss man das natürlich auch sagen dürfen. Das soll ich schon. Muss ich schon. Sonst kann man ja nicht diskutieren. Nein, dann stirbt ja alles damit. Ne? Menschen sind wir alle 82. Seite 82. Der Fritzl Stadtguss hat das richtige Lied gefunden. Sozusagen, Meinungen muss man ertragen können, darum geht es. Ja, mein Red. Bravo Nomad. Bravo Nomad. Unsere Generation war immer schon tolerant, und da hat sich einer von uns damals über die sexuelle Ausübung von David Bowie, Mick Jagger, Frankie Goes to Hollywood etc. gemeint. Nein, eben nicht. Ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, dass Frauen weniger verdienen sollen. Ja, genau. Richtig, ich auch nicht. Im Gegenteil, ne? Das ist also, die verdienen immer noch zu wenig, ne? Für die gleiche Arbeit. Da haben sie nichts gemacht, aber Hauptsache wir haben ein Pride Month. Ja. Aber dass die Frauen da immer noch für die gleiche Hocken weniger kriegen, das hat sich noch keiner was. Ne? Da bitteschön. Also Menschen sind wir alle, passt perfekt als Abschluss für diese Diskussion sozusagen. In Gustav, ne? Spielen wir das oder was? Brauche ich nur einen Text. Es ist einmal schon Brauch auf dieser Welt, dass der Menschen grundverschieden sind. Der eine schwingt in Recht und Gut und Geld, der andere stellt sich's für Elend ein. Der eine schwärmt für schöne Frauen nur, der Anblick ist für ihn Genuss. Der andere hat für sowas gar kein Gefühl, er spricht vom Weib nur mit Verdruss. Der eine schwärmt für himmlische Natur, von Herrlichkeit ist er beseelt. Der andere denkt sich wieder in sein Zorn, wer lieber ihn nicht auf der Welt. Der eine ist ein Kreuz, fideles Haus, ist immer lustig, voll Hammer. Mit Antwort, jedes Herz schaut anders aus, das liegt schon so in der Natur. Menschen sind wir alle, Völler oder jeder Knur. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen sind wir alle, Völler oder jeder Knur. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Jawohl.
Bekannt gemacht, stark von Helmut Helmut Qualtinger und André Heller. Ja. Das war ganz klar. Ja. Frauen sollten mehr verdienen, sie geben ja auch mehr aus. Bravo, Matthias Gerold, das ist auch eine Ansicht. Gleich natürlich, das ist wieder eine sexistische Aussage. Ist ja gar nicht, das Ich meine, ist ja ja Locher. lustig. Ist ja Locher natürlich. Ja. Aber Und die meisten Frauen werden wahrscheinlich sagen, Bravo. Also ist auf jeden Fall, wir sollten mehr Entspannungstee trinken. Das ist einmal ganz klar. Genau, ich brauche mehr Geld, weil ich gebe mehr aus. Ja eben, das müsst ihr eigentlich wirklich vorbringen. Ja? Menschen sind... das bringe ich bei der nächsten Gageverhandlung Ja, vor. unbedingt. Ich werde durch die Schluckerl nehmen. Also, wir brauchen schon mehr Geld, wir geben mehr aus. Der Leasingvertrag von Bolt ist gespaßt, das Lied war nicht mehr mal. Ja, genau, der Leasingvertrag. Bolt hat schon ein paar gute Sachen. Ja. Großartig, schau die Hochlandvereine, Weltklasse. Danke schön. Dankeschön. Sehr zum Wohl. Ein Schäferer. Auf euch, Prost. Jawohl. Was haben wir noch offen? Haben wir noch was offen? Ein Fiebrich haben wir noch offen. Wer noch nicht draußen war, oder was war das? Nein, ich habe gesagt, das ist der Greatest Luck, habe ich gesagt. Greatest Luck, dann machen wir die Greatest Luck. Haben wir schon lange nicht gemacht. Ja. Das größte Glück, also um wegen der Community-Richtlinie war The das. Greatest Luck. Achso, ja, Ja, ist die Community. das. Stammt übrigens nicht von mir. Das hat er von einem anderen wunderbaren Wiener Liedmusiker. The Greatest Luck, Rudi Koschelloch. Vor vielen Jahren, wie ich mit dem gesagt habe, da spielen wir The Greatest Luck. Greatest Luck. Ja, bitte schön, bitte Anschlag. Geht schon, spiel weiter, ich greife sind schon. da, ne? Ich weiß, weil jetzt kommt es. Ich bin verwirrt. Wie schön war's, man auf der Welt nur die Liebe wohnen tät. Das wär ein feines, das wär ein schönes Leben. Wenn alle sich wie die Däberln recht gern haben nicht, kennst denn was Schönes, kennst denn was Besseres geht. Ja, da tät alles singen und lachen und blaschen von recht liebe Sachen. Da leben die Freiheit, da gibt's keinen Streit. Das war heute eine herrliche Zeit. Wem unser lieber Herrgott ein Herzl hat gegeben, das lacht und das trannt und das liegt. Der Säus ist nur recht fein in ein Glaskasserl, das nicht bricht und das ja nicht verdient. Doch manchen hat unser Herrgott recht traurig bedacht, hat er mein Herz so hart wie aus Eisen geht. Er findet auch keine rechte Freude, weil das Glück ihm nicht lacht, das unser Leben zahlreich macht und schön. Ja, der hat halt für die Liebe kein Verständnis, der weiß nicht, was die Gang ist. Wie höher das klingt, wie froh das singt, wann die Liebe ihm ins Herz springt. Wem unser lieber Herrgott ein Herzl hat gegeben, das lacht und das warnt und das liebt. Der Säus ist nur recht fein in ein Glaskasserl, das nicht bricht und das ja nicht fehlt.
Gruppe, jawohl. Jawohl. Dankeschön, schau die Dankeschön, ja. Achtel von einer. Das größte Glück, gut Giergeschauer, jawohl. Jawohl, ja. Aber Franz, Wildcat ist da verspätetes Hui. Ja, Servus, grüß dich. Einmalig. Und schon, wir haben schon Daumen runter. Ja, wahrscheinlich wäre das gesagt. Das war sicher toleranter. Ja. Das macht er nicht. Hauptsache Daumen bewegen sich. Ja, wir haben schon einen Daumen runter. Aber das ist das, was ich meine. Nicht? Das, was du sagst, irgendwo, was nicht der Ding ist. Aber gut. Es muss immer dem Mainstream entsprechen. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Haben wir jetzt noch, auf 32 Groschen war es noch? Das können wir auch machen. Ja. Dann werden wir uns schon langsam die Ziele. Ich wollte jetzt sagen, gell, wir arbeiten schon langsam hin. Der Wein ist aus. Ja, der Wein ist aus. Was, komplett schon? Ja. Okay. Dann stehen wir vielleicht da. Haben wir nur mal einen Entspannungstee. Der aber nicht einmal aufgebrüht ist. Ja, das dauert auch schon 5 bis 10 Minuten, steht da. 5 bis 10 dauert schon, bis das Wasser warm ist, weißt du? Ja, Wahnsinn, ne? Du musst das da Wasser heiß machen, also was da? Was da Energie drauf geht eigentlich, ne? Ich mache einen Kaltauszug mal in der Früh. Was ist mit Zitronen will es ist gut. Lavendel, ja, Salbei, Fenchel ist schon schwierig. Ja, Grund. Petersilie, da ist ein Gift drin. Da ist ein Gift drin. Ja, aber ist ja nicht die Petersilie. Ja, was glaubst du, dass im Lavendel gelernt haben, ne? Und die Ringelblumen, die sind gesund. Ringelblumen sind gesund. Ja, noch, weißt du? Ja, weißt du, ja, man weiß nicht. Ja, isst 10 Kilo Himbeeren bis tot, ne? Was da für Phenole drinnen sind. Ja. Die ganzen Aromen. Calendula sind die Ringelblumen, habe ich gar nicht gewusst. Calendula. Fennel ist Fenchel auf Englisch. Das ist auch spannend. Ingredients 100% Organic. Herbal Spice Tea. Ja. Nein, ist wirklich. Ist sehr leibend. Ja. Warum ich sowas kriege, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Habe mich gleich angeschlossen mit Daumen runter. Bravo, Christoph Acker. Und den zweiten Daumen runter. Jawohl. Einmalig, genau so geht das. So, ja, wir arbeiten uns schon zum Schluss hier eigentlich. Ja, wirklich wahr. Austrunken fürst. Eine Wunschnummer haben wir noch? Dann machen wir noch die 32 Groschen. 32 Groschen machen wir auf jeden Fall. Jawohl. Der Wecker leitet morgen weiter sehr zeitig. Toni Androsch. Danke vielmals. Danke herzlich. Viert euch gut, danke. Dankeschön. Grüße an Puppe für den Hutgang. Das noch mal kurz einblenden. Danke vielmals für eure Unterstützung. Wenngleich natürlich jetzt einige der ganz Toleranten wahrscheinlich das beenden. Wenn wir gleich schauen, wie viele Abonnenten wir verloren haben. Ja. Das ist ja immer so. Was sollst du machen? Warte, das muss ich wieder ausblenden. Ich danke euch herzlich auf jeden Fall für den Schmattes, für den Opulus, für die Musik. Danke schön. Das blende ich wieder aus. Blend aus. Giftlaut entspannt. Bin auf den Sofa eingenickt, hatte viel Arbeit, Wildcat. Ja, macht nichts. So schlaf's gut. 32 Groschen. Jawohl. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und bin ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein noch ne Heudig. Da draußen halt die ganze Welt in Guschen und alle Sorgen, die sind weg. Umso leicht das Blut und so froh der Sinn. Und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Mine von Wien. Da draußen im Weltengetriebe, ja, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge im lachenden Mai. Das Mädel, das ist so bescheiden, dass mich alle Menschen beneiden. Sie, wir küssen uns satt in der inneren Stadt, und wenn sie da Namenstag hat,
dann kaufe ich hier für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen holt jeder die Groschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der singt und ich den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, ja, so streiten sie hin, so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, ja, so macht es die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick. Aber ich, noch nie hier Politik. Naja, dann kaufe ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen wird die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn. Und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. Jawohl. Ja, Mann, der Punkt. 32 Groschen, einmalige Nummer. Und Großartige auch Nummer, ja. natürlich nicht, sehr aussagekräftig. Absolut. Ich weiß leider gar nicht, wer einen Text geschrieben hat eigentlich. Nein, Weiß nicht. weiß ich jetzt auch nicht, ja. Hermann Poldi hat ja keinen Text geschrieben, der Kann war ich ein schon, Komponist, ja. Warte, ich will Finger. Ich will Firma. Peer so. Character doing a classic mic drop bei Wildcat. 5 Okay. Euro von Wildcat. Jawohl. Klasse! Wildcat, danke dafür. Dankeschön. Prost. Gibt's einen Schäber an? Da gibt's einen Schäber. Jawohl. So viel Zeit muss sein. Finde ich gut, Lackerl. Wo ist schon warm. Ja, da hätte ich nicht mehr länger stehen, hätte ich nicht mehr dürfen. Schaut, Alexander Küpferling ist da, jawohl. Grüß dich und vierte gut. Grüß dich, vierte gut, ja. So blöd, ja. Ja, weil wir werden jetzt mit dem Lied beenden. Was wir so fröhlich begonnen haben heute. Also völlig begann, weil die Flasche leer ist und das Teewasser noch nicht heiß. Und heute, also ein heißer Tag, also wir haben viel gemacht auch irgendwie. Mhm. Ja, es war Und irgendwie ein produktiver Tag heute bei mir auch, ja. und die Hitze, das ist, ich bin es nicht gewohnt auch mehr, gell? Ja, jammer, jammer. War ich nie gewohnt übrigens. Also die Hitze Ja, habe ich nie. wir erinnern sich ja mit 18 schon nicht. Ja. Warte, Ei, jetzt hat sie Schweiz, furchtbar, furchtbar. Was das Tröpfelboot Short ist. Also ja, Short, ja. Gefällt Ja. mir, Matthias Gerhard gefällt mir. So viel, ja, von Klaus Besteuer ist der Text nicht. Das weiß sogar ich. Das weiß sogar ich. Ja, weil man, ich hab die Hitze, das ist nie, also alles was so 25 Grad übersteigt, das wird dann schon hart. Und beim 30er ist es bei mir eigentlich wirklich schon. Nur mal wirklich überlegen, schon gell, bei was, dir, ja. Aber das ist zum Beispiel Ö3, muss ich jetzt wieder sagen. Weil die komme ich schon wieder ganz aufregen. Nein, nicht so Beruhigung. Aber Nicht nur Ö3. Ö3, nicht nur Ö3. Ist schon Nein, klar, aber was kommt. das habe ich gehört im Radio. Weil da machen sie die ganze Zeit Panik wegen Klimaerhitzung und was weiß ich und den und der und überhaupt alles zu heiß und zu feucht und zu trocken und was weiß ich was. Und dann irgendwann war das die letzten Tage halt, bevor es jetzt dann so heiß geworden ist. Ja, das Wetter ist halt wieder so bescheiden hin und her. Aber nächste Woche haben wir dann eh schon, Gott sei Dank, die ersten 30er drinnen. Jubel im Studio. Die ersten denken, Alter, was ist Leiber dann 30 Grad? Also ganz ehrlich. Das ist, und dann haben wir endlich wieder Badewetter. Das war wieder Badewetter. Für wen? Für die Leute hakeln? Oder was? Oder Was so ist, ich habe die Wetter-App auch natürlich, nicht? Wie die heißt, nicht? Und da steht jetzt, seit heute zum ersten Mal gelesen, Mistelbach, mittlere Hitzewarnung, weil es 29 Grad kriegt, das höchste Temperatur. ja, Und dachte, ja. naja, ich meine, das ist Sommer, da brauche ich ne? eine Warnung herausgeben, es ist Sommer. Ja. Gut, aber die gehen relativ schnell. Mittlere Hitzewarnung. Du hast relativ schnell Gewitterwarnung und Wind. Ja, Ich denke mal, es ist nicht gescheit, weil Aber wenn dann wirklich was ist, glaubt ja, keiner aber mehr. eine Ne? Hitzewarnung. Ja. Ja, nein, für mich stimmt es nicht, weil Kälte bei mir
bei mir fängt die Hitzewarnung an mit sagen wir mal, 26 Grad. Ist schon klar, Hitzewarnung, Ich weiß aber. gegen Köller, das ist nichts. Ja, wichtige Frage, warum hört man Ö3? Eine wichtige und richtige Frage, Ackerl, ja. Na, das ist bei mir, Ö3 kommt bei mir tatsächlich hin und wieder im Auto vor. Das ist ja so, da schalte ich so durch und vor allem, wenn ich dann nämlich am Weg von Neunkirchen, ab Neunkirchen zu mir aussehe, Ja. gingen die, ich höre also so, ich höre Radio eigentlich nur im Auto. Ja. Und da habe ich je nach Zeit, aber das ist wirklich, je nachdem wo es ist dann schon mal Ö1 dran, aber meistens ist Radio Superfly. Ich gebe es ja gerade in Niederösterreich rennt bei mir. Ja, das ist bei mir zu selten. Da macht ja nichts, das ist ja nichts Schlimmes. Aber, Da war ich da wirklich steinig, jetzt kommt gleich was. ja, nein, aber ich habe Radio Klassik, also Radio Klassik, sehr oft. Es geht bei mir oben nicht gut mehr. Das geht bei dir In Eibistal geht's noch. gerade In Eibistal noch, geht es, das da- weiß ich, da weil bis der tut's Ebene noch. durchgeht. Radio Superfly geht bei dir noch, wunderbar. Superfly geht, ja. Aber und 88,6 auch. Aber das Problem ist wirklich, das sind alles Sender, die gehen, und ich habe noch nicht so ein modernes Auto, wo du das über Internet empfängst, sondern noch klassisch, terrestrische Antenne. Und da habe ich ab Neunkirchen, empfange ich die alle nicht mehr. Und spätestens dann ist das Einzige, was irgendwie noch... Ö1 oder Ö3? Naja, Ö1, es ist halt, Ö1 kommt es wirklich darauf an, was gerade ist. Ne? Ja, na, das beim Autofahren, dann bin ich ja gefahren. Heute in den Spielräumen. Ja. Aber auf jeden Fall passt schon, Patrick, entspann dich. Nimm einen Entspannungstee. Du am Schlucken, du zusagen. Ja, du schnüffeln. Nein, aber und deswegen, so komme ich immer wieder mal zu Ö3, da wird das gehört. Ja, die Hitze ist bei uns unerträglich. Jetzt immer noch 27 Grad, Frenzelstadt, das ist ein Wahnsinn natürlich. Ja. In Porto geh wieder vorbei. Franz Brauter, weil mein Geistig in den 80ern hängen geblieben ist. Gell? Jawohl. Ja genau, weil der Ö3 geht überall. Das sagt ja der Ackerl selber. Stimmt, am Weg nach Salzburg rennt auch da Ö3, weil der geht halt überall. Ja, und ich meine, klar, Ö1 geht, aber das sind ja die ich her, also Radio Klassik und Superfly sind eigentlich die zwei, die meistens je nach Lust und Laune halt. Nicht? Und wenn ich den nicht empfangen kann, nicht, dann bin ich, weil ich ja völlig sauer bin. Also entweder höre ich Podcasts beim Autofahren, aber wenn ich so herumfahre, dann habe ich 3 Rennen. Nicht? Naja. Ja. Und ich höre meistens gar keinen, der ist meistens nur auftritt wegen einem Verkehrsfunk, meistens so ganz leise Draht. Beim Autofahren. Selten, dass ich eigentlich wirklich Radio höre beim Autofahren. Ja, na, ich habe das schon. Wie gesagt, oft, also wenn ich weiterfahre, höre ich einen Podcast, aber wenn ich so in der Stadt oder ich halt immer jetzt einkaufen fahre, dann redet halt der Radio mit. Nicht? So der kleine Nachbarhund hat gebellt und Sunny bellte zurück, dann war Ruhe. Bravo Wildcat, bravo Sunny. Jawohl, dass da was weitergeht. So, jetzt aber, nachdem wirklich der Wein aus ist, wir danken euch herzlichst für eure Pavla Tschistinger aktive Zeit bei uns. Schön, dass du da wart. Empfehlt uns bitte weiter. Kommt wieder, wenn es soweit ist. Wir freuen uns, wenn wir wirklich in Uli Slonik einmal persönlich da irgendwo treffen. Das war super. Das war leibend. Natürlich auch alle anderen Pavla Tschistingers. Schön, dass du da wart. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und ja, nächsten Montag geht es wieder an. Und jetzt, was machen wir jetzt? Machen wir was ganz was anderes. Machen wir kein Schlusslied, sondern ein Lied. Aber zum Schluss halt. Auch zum Schluss ein Lied, Ja, nicht? aber was könnte man machen? Was könnte man machen? Das meinst du? Aber wir haben keine Gruppis, wir haben leider bei uns ermittelt, keine Staatsanwaltschaft, nichts, wegen den Aftershow-Partys. Schade, eigentlich. Bei uns gibt es auch relativ wenig zu sehen bei diesen Aftershow-Partys. Ich bin heute wer, ich kann nichts dafür, ich brauch nur um söhnlich zu sein. 2 Fiedeln, ein Klampfen, ein Morgenklavier, ein Glas auf heurigen Wein. Da wär ich wie war ich, statt zwirlet und narrisch, bei sowas, da bin ich ein Grin. 10 Schilling für Schrammen und Mut friss ma Gramen, das kann nur wer verstehen, wie sie. Ein G7 hast du gesagt, ne? Ja. Ich war einen anderen Tonart jetzt, aber ich hab D7 verstanden, Okay. ne? Mami!
der Welt. Wenn man's alle fressen kann, umso leichter bringen wir's an. Edelgansel an den Fisch, müssen wir reden über dich. Ein Champagner noch dazu und dann ran ist in der Flut. Ich glaub, mein Erbter, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt, H7. Trink mir noch eine Flasche Wein, es muss ja nicht das Letzte sein, und dieses Tor gibt's kein Schäden, da müssen wir noch eins repetieren, ja noch eins repetieren. In A. Da gehen wir aufs A7. Oh ja, jetzt schon was in A. Schwierig sein, was man und hast du Berner kein Schmäh, dann kommst du auch niemals zum Ziel. Dann magst du so wie ich, dann fliegt jeder gleich auf dich und singen Blues ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Mit dem ich ja jeder lag. Ich hab den Zwing in Ding, mit dem ich jeder bezwingt. Ich hab den Raketenknack, mit dem ich jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, damit bin ich eine hin. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwingt. Dich hat, schau so machst bei die Frauen an Ries. Ich brauch dir nix erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich nicht schwach werden muss. Mit dem ich ja jeder lag, dann flog Diesel und Elektrolog. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwingt.
bisschen a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Jeder hat so seine Fehler, ich bestimmt vielleicht auch du. Aber ein bisschen a Geduld mit mir und sei nicht böse auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern und der Grund dafür bist du. Bist G7. Sag mir so, ich seh sehr gut in die Haare stehen und ich geh dazu. Für die war ich sowieso wohl, aber nur ein depperter Bub. Sporen in der Regen, die an deinen Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu den Alten, der soll ja viel halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Spürst du und schreib da oben. Spürst und schreit da oben. Spürst und schreit da oben. Weil dann geht's doch endlich heim. Durch mich steht nicht ein bisschen das ganze Rassel mit den Schließeln. Ich trink jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst wenn der Milchmann mit dem Ölikan und schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weinberg ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, eure Puppen sehen. Erst wenn der Milchmann mit dem Ölikan schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine alte voller Zorn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich und her, nix mehr. G7 oder G. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut, aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben halt gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Ja, es ist auch gewarnt worden, bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Ja, wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war lieber wieder einmal Dankeschön, das hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die quirlige Zeit. Wir haben etwas Stunden gesungen, viel, aber gegen Ende wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Hier wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war bleibend. Das hat uns so gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Viert euch gut, macht's es gut. Viert euch gut. Wir haben uns jetzt eine Entspannungstee rein. So schaut's aus. Alles Liebe, viert euch.